Ja, welcome back zum besten Podcast auf der Wild. Welcome back zum Podcast mit euren Lieblingsmigranten. Liebe Leute, ihr seht es, wir haben einen neuen, ich sage jetzt extra nicht Gast, sondern er ist ein Bre. Wir haben einen neuen Bre. Aber kurz, bevor wir zu dem gehen, vielleicht habt ihr es irgendwie schon gesehen, auf Instagram oder so. Ich bin jetzt leider nicht so oft auf TikTok. Aber die Videos sind momentan mega viral, und zwar von Chris Brown. Er ist gerade momentan auf Europatour. Was hat er gemacht? Europatour momentan. Ja, okay. Und der Typ, ich weiß nicht, wieso der R&B-Sänger irgendwie so an sich kennt, das Verhalten. Aber sie nehmen dann immer so einen Stuhl auf die Bühne und holen irgendeine weibliche meistens Fan hat er noch nie gesehen? auf die Bühne und dann... Nein. Hat er noch nie gesehen, Alter? Nein, Bro, ich noch nie gesehen. Das sind so Zeiten von Michael Jackson. Ich glaube, er hat Dinge mit dem Scheiß angefangen. Aber auf jeden Fall, die Videos gehen momentan mega viral. Die sehen permanent auf Instagram und so. Und er geht mit dem Schachwenz. Du hast ja richtig Artwork, Alter. Ja. Also er tut sie Artwork. Sie. So Striptease-mäßig. Ja, genau. Macht er da immer noch? Der macht immer noch. Krass. Okay. Ja, für da wollen sie ja, also... Er ist schon lange dabei im Game. Ja, brutal. Und vor allem, der ist so, kennen der Magic Mike, Alter? Den bin ich schauen. Bist du echt Also schauen, er ist Alter? live Bro, schon aber nicht... und Ja, ist ich da bin vorne. besser gesagt mitgegangen. So. Mit Ja, Freundin. weiblichen, okay. Genau. Würde ich auch sagen. Hä? Was ist Magic Mike? Da ist so ein Schauspieler, der eine da, wo alle abfahren irgendwie, wo aber komisch aussieht wie so eine Dose. Also vom Gesicht Der Channing her. Tatum, Alter. Ja, wirklich. Gar nicht. Yes. Bro. Channing Ja, Tatum. Also nicht Disrespect, aber es gibt echt, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall er ist sympathisch. Er ist wirklich sympathisch. Mhm. Also der Channing Tatum und der Matthew McConaughey und ich habe mal vor 2-3 Jahren oder so mal den Film angefangen zu schauen. Mhm. Und ich schwöre, nach 10 Minuten habe ich einfach wegschalten, weil ich Angst hatte, dass ich am Schluss vom Film einfach schwul werde. Bro, Ohne Witz. ja, Die Angst habe ich echt gehabt, ohne Scheiß. Es ist so zu viel. Hey, ist so Einfach schlimm, zu viel. Bro, habt ihr den letzten geschaut? Nein, ja. Nein. Ja, gerade Also ich bin der ist schon sehr intens gewesen. Also es hat irgendwie so 3 Teile oder so, gell? Ja, und der letzte ist quasi so, ich glaube, der ist schon der letzte, so, gibt keinen neuen mehr. Mhm. Und dort sind schon Abgang, Alter. böse Abgänge, Alter. Ja, aber sie können es auch. Also ganz ehrlich, können's ich auch. wäre gerne so tanzen können. Ja, aber vor allem bin ich einfach der einzige Typ im ganzen Kino. Nein, Haben sie komisch angeschaut? Ja, Bro, zum Teil schon. Okay, schade. Ja, In der heutigen Zeit noch, dass Ja, sie komisch gell. anschauen. Nein, schon. Ist ja nichts falsch, gell? Nein, eigentlich nicht. Und zum eben den Bogen schliessen, der Chris Brown hat ja eigentlich immer auf der Bühne so Magenkleider. Das heisst, der Chris Brown ist eigentlich auch so einer, Chris Baum. Chris Brown ist eigentlich auch so einer, der so No-Name-Marken auch zum Teil pusht. Weil eben, die Marken haben eigentlich auch so wie die Angewohnheit, dass sie R&B-Sänger, einfach prominent so Samples schicken, damit sie es einfach irgendwann mal anlegen und mit der Hoffnung, dass irgendein Paparazzi sie fotografiert. Und da, was mir gerade letztens aufgefallen ist, ihr kennt, wie heisst die Marke? Live Fast, Die Young. Yes. Mhm. Ja. Der Chris Brown hat vor einem Jahr so ein T-Shirt von angehabt. Und bei vielen Konzerten so immer wieder seine T-Shirts angehabt. Und danke vielmals. Danke, Bro. Wie schon gesagt, wir haben es vorher erwähnt, die Bombos, die sehen für mich so Probieren wir mal. gefährlich aus. Gar Die nicht. sehen aus wie Scheiße von einer Fee, Alter. Die sind Ja. so zu glänzend. Ja, Einfach zu Der sieht zu glänzend. schnell aus. Weißt du, Schau mal. dass es gut ist? Hä? Ja. Ja, Ich schwöre, dass der jetzt vom Karan kommt. Jo, Ich habe ey, das ist nicht von irgendwie mir. Angst, dass Nein, ich da schwör's wieder nicht mal von so ein mir. Scheiß wird. Echt. Genau. Nein, wirklich nicht, das ist nicht von mir. Easy, Ja, wir es hat schon probieren das ausgepackt. einfach alle. Wir probieren das einfach alle. Ja, hast du nicht noch eine Geschichte fertig erzählen? So, aber, Also okay, wir machen warte, ich da. muss mal geschwind ein bisschen. Ist noch fein. Das ist nicht. Oh, hör nicht auf, da reinreden. Aber böse, die sind scharf, Mann. Nein. Oh Echt mein jetzt? Gott, ja, es kommt. Bro. Oh mein Gott. Die sind echt scharf. Die sind scharf. It's a Alter. prank! Yes! Nein, Alle meine karrende Hund hat mir einen fucking Bonbon gegeben. Er so, voll fein, Pfefferminzgeschmack. Bisschen auf, unbedingt. Es ist richtig fein. Alter, Mann, ich stehe fast, warte kurz. Bro, es ist einfach fucking
insane scharfe Bombe gewesen. Ich sterbe fast. Ich bin im Affekt im WC. Du läuft die krasseste Musik. Und ich bin da meine Zunge am Spülen mit Wasser, weil der Karre mir fucking Bombe geht. Ich sterbe fast, es ist so scharf, man, ich kann nicht mal schnaufen. Niemals. Warte, aber lass es rein, lass es rein, mal schauen. Es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schlimm. Wie viel Scoville hat es denn? Scheiße, Bro. Aber fake scheiße Schluck Scoville. jetzt einfach ganz an. Nein, es ist nicht so schlimm. Eben, machen wir da weiter. Sonst, ich glaube, ihr hört jetzt momentan, dass man demnächst einfach ständig hustet. Wird immer schärfer, gell? Ich glaube, es kommt immer. Du Idiot, hast noch reingebissen. Das ist Bestrafung. Zum schnell abeln. Ja, damit das schnell weggeht. Ja. Wow, Bro. Also momentan geht es noch eigentlich. Ja, super. Momentan geht's echt. Danke, Direktorin. Oh mein Gott. Also die sind von mir, gell, nicht zur Info. Die sind nicht von dir. Ja, sie ist schwer. Die sind von mir. Sicher nicht. Ja, die sind von mir. Der kann einfach nicht Schauspieler für mich. Alter. Ich schwöre, ich habe es von Anfang an gewusst. Ich habe es von Anfang an gewusst. Ja, wirklich. Aber Aber es ist nicht so Ich schlimm. muss schnell Wasser trinken. Gib ihm. Bro. ja, sorry, ja, wirklich gemeint, das sagen von der Na Direktorin. fein, ne? Die Ja, sind bis fein, jetzt aber schon. trotzdem scharf. Wie hast du eigentlich mit Schärfe, Alter? Eigentlich gut, Bro, aber Da sind so scharf. nicht so unerwartet. Vor allem, das Geile an denen ist, es ist sehr Bro. provoziert. Ich hab gemerkt, da kommt so in der Mitte vom Podcast, aber er hat schon angefangen. Ich Ja. so, fuck, Alter, Bro, wenn er wieso oben kommst du auf da? anfängt. Ja, ja, Bock auf so einen. Bro, ich muss rausnehmen, ist gut. Ja, nimm's raus. Ist gut. Nimm's raus, gib mir. Wir da wie Diktatoren, Alter. Ist gut, darf ich Also noch hast du den Schocki-Pot schon draußen? Noch nicht angekommen? Also, Schock, grusige Bro. Schock. Nein, sorry, da muss ich arbeiten. Nein, es ist nicht der Schocki. Was denn? Es ist Minze, aber irgendwie, es wird einfach genau das gleiche scharf wie die Schocki, die wir hatten. Der Minze ist scharf. Aber ich sage ehrlich, Alter, das ist schon fein. Es ist fein. Aber mit der Es Schärfe, ist aber mit der scharf, Schärfe wie finde ich du- es fein. Du hast den Schärfe vergessen, Bro. Nein, ja klar, aber ich bin jetzt momentan nur am Lutschen. Ich habe nicht gegessen. Also der Bonbon am Lutschen, hallo. Und bis jetzt ist er richtig gut, muss ich echt Das ist sagen. krass gut. Okay, aber er hat halt reingebissen. Also, aber das ist so ein Cola-Geschmack, gell? Ist ja Cola. es wird echt immer schärfer. So viel zu dem. R&B-Sänger. Genau. Tut uns leid, wir sind leider da ein bisschen verarscht worden vom Krane. Danke Also vielmals. eben, Live Fast Die Young hat er gepusht. Und er hat so hart gepusht, dass die Marke jetzt momentan fast weltweit irgendwie ein bisschen Fuß gefasst hat, oder? Und sehr wahrscheinlich auch in den USA und so. Und zum eben den fucking Bogen schlagen, unser Bre hat eine eigene Modemarke. Ihr habt ihn schon gehört, seine zärtliche Stimme. was für Überleitung. Zärtliche Stimme. Wow. Und wenn er sogar Hochdeutsch schwätzt, dann sogar noch geiler. Meine Meinung. Da halt. Also das Hochdeutsch ist echt gut. Vom Kollegen noch ein bisschen Verbesserungspotenzial. Okay. Hä? Ja, nein. Okay, gut. Aber das ist... Danke für mal, Bro. So, also wir hoffen und beten zu Gott, dass auch bei ihm genau die gleiche Erfolgsstory passiert. Dass er weltweit mit seiner Relate Club Marke. Danke für mal. Und schau, wir sind alle einheitlich unterwegs. Der Bre ist mit Geschenken zu uns gekommen. Top ausgestattet alle. Ja, brutal. Geschenk, aber Das ist aber nicht Twitter-Frage. von der neuen Kollektion, oder schon? Nein, das ist vom Das ist von letzten Sommer. Das ist vom letzten Jahr. Also der Bre hat den Pulli auch vom Neuen. Genau. Das Logo sieht auch brutal aus, finde ich. Das hat Ähnlichkeit mit dem Café Bre Logo, das wir am Anfang gemacht haben. Bisschen. So schür, so Racing, schräg, diese Lage. Er hat kopiert. Vielleicht. Vielleicht. Maybe. Sicher sein. Also, Stell dir mal vor, ja Mann. wer bist du? Also, mein Name ist Hero. Ich bin 20 und ja, komme von da. Wohne beim Dritten in der Nähe. Wir sind Nachbarn. Genau. Und durch da kenne ich halt euch zwei auch. Ja, ja, eine eigene Brand. Schon seit jetzt 1,5 Jahren circa. Und ja. Also da heisst du schon in der Covid-Zeit angefangen mit dem? Genau, ja. Voll. Da heisst die Covid-Romantik, dass du heim bist und nicht gewusst hast, was machen, ist Ja, das Resultat von dem? genau. Ah, krass, okay. Ja, sonst kann ich mal erzählen, wie ich Jalla. mal alles angefangen habe. Jalla. Ja, es war Corona-Zeit. gewesen. Mhm. Und ich war halt immer der, der ein bisschen ausprobieren wollte. Also alles. So ein bisschen. Auch Drogen. Und nein, von dem distanziere ich mich. Und da kommt's. Boah, Alter. Ja. Jetzt jetzt gekittet, echt. Aber ich bin erlöst. Ja. Gut, ja. ja. Und Ich muss rausnehmen. ja, durch da Corona, ich bin ein Risikopatient. Aha. Aber auf Papier.
sage ich so. Okay. Okay. Quasi eher ein bisschen Probleme mit der Lunge gehabt dort mal. Und deswegen habe ich da für die Hause bleiben. Und zu dieser Zeit ist gerade, ich habe einen älteren Bruder, der ist schon 31. Und der ist dann ausgezogen von die Hause, genau in dieser Zeit. Und nachher habe ich mir gedacht, weißt du, was machen wir jetzt mit seinem Zimmer? Eltern haben zuerst mal so einen Fitnessraum machen. Der Klassiker, Alter. Ja, weil so Eltern halt so da Velo reinstellen und einmal in der Woche oder einmal im Monat pro Woche. Ja, Kennen da, oder? Ja, Skandal, ja, genau. irgendwann einfach nur als Kleiderständer. Genau. Fix. Und dann sind sie runtergegangen, so viel ich weiß. Und dann habe ich mir einfach gedacht, komm, ich streiche das Zimmer und ich mache einfach ein Büro. Zuerst mal gar nicht überlegt mit einer Brand oder so. Einfach mal ein Büro. Und ja, dann habe ich mir von meinem ersparten Geld, ich bin dort mal noch in der Lehre gewesen, habe ich mir ein MacBook gekauft. Und eigentlich mehr so zum Bewerbungen und so schreiben, zu meine VA und das ganze Zeug da, Dokumente und die Sachen machen. Und dann habe ich mal Photoshop-Videos geschaut und angefangen mal. Einfach so, auch noch nicht so Marke im Kopf, kann nichts. Aber ich bin immer eigentlich schon so im Fashion-Dings. Ich habe immer eine Liebe gehabt zu dem, auch früher noch, auch in der Oberstufe. Ja, fix. Schon so Jordans gehabt, Ist okay. von der Schwester Du bist bekommen. wahrscheinlich der Einzige, oder? Ja, In der Zeit, wo... voll. Fix. Auch wenn es ein bisschen so abgefuckte Jordans waren. Der TikTok sieht immer normal aus, Alter. Also, nur zu ganz kurz, sorry, dass ich Ja, da fix. unterbreche Kein Stress. wegen dem Bomo. Kein Stress. Das ist die gleiche Schocke, wie wir vorher gegessen haben. Also die gleiche Schärfe, Schärfe. Skala, okay, krass. Vor allem, es tut mir leid, die ist jetzt rausgekommen, wenn der Schoki-Geschmack wieder kommt. Und ich hasse den, ich sag dir ehrlich. Also in der Mitte wird schockig. Ey, egal, Du bist immer noch dein, Alter. Ja, das geht schon. Bro. So, Bro, auf den Magen. Ja. Ja, das ist schon. Aber Also jetzt mal die erste Frage, Herr Wuye. Lange da nicht einfach ein Microsoft-PC? Wieso MacBook? Nein. Wegen dem Weil erstens ja, tut's mal noch einfach wegen dem Ja. Trip. Ja, also kann man ehrlich sagen. Ja. Ja. Und dann habe ich es einfach noch cool gefunden, ja, dass ich es noch mit dem iPhone leicht verbinden kann. So. Ja. Aber jetzt nicht wegen dem gekauft. Voll. Am Anfang. Und ja, dann habe ich einfach mal angefangen und ja, gemerkt, macht böse Spaß. Die Zeit ist böse schnell umgegangen, den ganzen Tag. Irgendwelche Sachen, Bilder bearbeitet. Zuerst irgendwelche Tiere. Einfach mal so ein bisschen bearbeitet, Hintergrund Geil. retuschiert, so Sachen, weißt du, ein bisschen. Hast du so einen Wahlkopf an einem Pferd probiert? Weißt du, Nein, aber ja, ich habe mal meinen Kollegen so im Dschungel eingefügt. Und dann hat ihn so ein Tiger verfolgt. Einfach so random Zeug. Geil. Mal probiert. Und Ja. ich habe es halt böse gefühlt. Ja, und wir haben eben so das Büro eingerichtet, Tisch, Kollegen gerufen zum Wand streichen, alles eigentlich selber. Nachher habe ich mal angefangen, komm, mach mal ein paar Designs. Einfach so für Kleider. Und nachher ist es recht gut rausgekommen, sage ich mal, für die Zeit, für das Alter und alles. Nachher habe ich gedacht, komm, mach einfach. Und dann ist es dann irgendwie ein Jahr lang gegangen. Ich habe mir zuerst mal eine Produktion finden. Da geht sehr, sehr lang, dass es Wieso? eine gute findest. Wieso geht das so lange? Weil Leute produzieren nicht kleine Stückzahlen und du irgendwie als 18-Jähriger, ja, trotzdem bin ich 18 gewesen, in der Lehre, hast halt nicht jetzt die 10k irgendwie, um da gross produzieren zu können. Dann habe ich halt ein paar Produktionen in der Türkei angefragt, wo mir dann gesagt haben, ja, du musst unter irgendwie 10'000 Stück kannst du nicht produzieren und so, wir reden gar nicht mit dir. Ja. Also das heisst nur Einzelpieces, nur T-Shirt 10'000? Oder kannst du auch sagen, easy, machen wir 5'000 Hosen? Ja, schon in dem 5'000 Stil, aber Pro 5000 ist einfach auch 2000 ist dort mal sehr, sehr viel. fix für mich. Es geht, es geht ja nicht unbedingt um den Preis an sich. Es Nein. geht um die Menge, dass du die auch wieder verkaufst. Es geht um die Vor allem Menge. am Anfang. Vor allem ja, weißt du ja auch nicht, also Eltern haben nichts davon gewusst. Gar nicht. Und ja, dann habe ich schließlich eine Produktion gefunden in Portugal. Und die haben mir dann dort, ja, eine kleine Stückzahl abgenommen. Das heisst wie viel? 2000. Pro unter 200 Stück. Oha. Also voll okay. Easy. Ah, easy. Ja. Und Kosten sind wie viel gewesen für die 200? Oder unter 200? So im Großen und Ganzen so ein bisschen über 3k mit dem ganzen Zeug Versand. Und so. das ist sehr teuer. Okay. Ja.
Und dann habe ich da einfach mal bestellt. So. Dann habe ich es für den Winter, für den November, weißt du, für Jahr 2021 rausbringen. Und das war so eine scheiß Produktion gewesen. Die Absprache und so, bis die mal zurückgeschrieben haben, ist es mal 1 Monat gegangen oder so, weißt du, richtig schlimm. Okay. Und dann ist es halt 1. Mai geworden. Und was voll Motivation verloren. Warte ist so lang. Keiner hat es gewusst von meinen Kollegen, niemand. Weißt du, das keinem gesagt. Ja. Und dann hast du gar keinen Bock mehr gehabt, um es rauszubringen. Aber dann habe ich gedacht, komm, mach einfach, wenn du es bis dahin nicht gemacht hast. Die Leute werden es schon kaufen, wenn sie es fühlen. Auch wenn es im Mai ist und macht nicht so viel Sinn, einen Pulli rauszubringen. Und dann habe ich es dann meinen Eltern erzählt. Und erstmal halt die typischen Ausländereltern, sage ich mal. Geh einfach in die Schule. Was machst du? Spar doch einfach. Ja, und so. Ja. Aber hast du denn gelogen, wie viel es kostet hat effektiv? Ja, Bro. Ja, ja. Ja, klar. Ja, gemacht, Alter. ja, gesagt, irgendwie ja so 1000 Stutz oder so, dort mal. Dann haben sie gesagt, ja, Spaß doch lieber, du weißt nicht und so, was du brauchst. Ja. Hast du jetzt erst gerade einen Laptop gekauft für 1,2 oder so, ist es. Und die haben halt nichts gewusst. Die haben auch immer gedacht, ich tue ein Game oder so im Büro. Ja. Das ist aber im ersten Stock bei uns. Ja. Und ich bin halt immer ruhig, sie hat so hingenommen, quasi, ja, fix, denk jetzt halt, weißt du, Voll. Und dann habe ich halt gesagt, ja, quasi, ich kann mich nicht davon abbringen. So böse gesagt, entweder ich akzeptiere es oder halt nicht, aber es wäre schön für mich und für euch, wenn ihr ein bisschen dahinter steht und Mut hat halt dort schon checkt. Ja. Krass, er meint es halt schon ernst in dem Sinn. Ja, dann hat sie gesagt, okay, mach. Ja. Also ist innen auch so wie das ganze Programm zeigt am Laptop, so da mache ich, damit es irgendwie so wie ein bisschen ehrlich und auch einsteckt Arbeit dahinter überkommt. Ja, ich habe einfach so ein bisschen Designs mir gezeigt. Dann haben sie gesagt, ja, ist schon cool. Aber sie haben halt immer gedacht, das ist so ein bisschen von so Hobby, weißt du, so nur für Kollegen oder. So, mit dem machst du kein Geld. Ja, in dem Sinn, okay. oder quasi du es in Facebook oder so inserieren. Weißt du, nicht so eine Webseite, Fix. wo mit 18 weißt du, bist. Voll, ja. Ja, für die ist das halt krass. So. Und dann hat sie halt schon gecheckt, wo dann die ersten Pakete zu mir hergekommen sind, einfach so Boxen vor der Tür. So, Scheiße, wie viel hast du bestellt? Das sind übrigens, die sind Reto geschickt worden. Dann ich so, ja Mama, ich probiere nur. Weißt du. Haben wir verwandt. Und sie haben dann auch gesagt, produzierst doch in Kroatien und so, weißt du, voll kein Plan so von der Produktionen, wo es gut ist und wo nicht. Aber ich habe einfach gesagt, nein, weißt du, so, vertraut mir einfach. Und ja, dann hat es halt angefangen mit diesen Versandtaschen und so, wo halt jede andere Brand auch hat. Dann hat es ein bisschen schon angefangen, für sie so professionell überzukommen. Ja, und dann habe ich eine Webseite gebaut, haben sie auch gesagt, krass und so. Und als ich den gedroppt habe, ist es halt relativ gut weggegangen für die Verhältnisse. Und dann sind sie schon ein bisschen schockiert gewesen, so, krass. Ja. Hätte man nicht gedacht, sie sind ehrlich gewesen und so. Geil. Voll. Weil auch beim Lernen, tut es mal auch heute noch, aber weißt du, so, lern doch mal. Dann habe ich halt immer gesagt, nein, ich muss noch fertig machen. Das ist für mich Prio. Voll. Nein, lass doch da, weißt du. Ja, fix. Konzentriere dich lieber mal auf Schule, als auf den Scheiß, blöd gesagt. Ja, genau. Aber wäre auch irgendwie falsch, wenn Ausländereltern da würden gut haben. Ja, weißt ich habe ihnen nie, also argumentiert, ich habe ihnen nie böse genommen. Weißt du, ich habe einfach meine Taten, blöd gesagt, reden lassen. Ja, und du tust ja nicht ganz vernommen, du machst BMS. Also, Genau, also Eltern sind mehr so gewesen. Sie haben es gut gemeint für mich, Ja. so spar lieber, Cool. mach keine dumme Sachen. Aber ja, sie haben halt nachher schlussendlich ein bisschen bewiesen. Fix. Und ja. Und nachher spätestens beim zweiten Drop, jetzt im Sommer, letzten, ist dann, ja, hat die Mutter schon angefangen zu erzählen beim Arbeiten und so. Ah, geil. Ich bin auf die Website, ja, ist ein bisschen stolz gewesen, auch. Jedes Mal, wenn wir zu Verwandten gehen, ja, zeige ich nicht das T-Shirt, präsentierst und so. Und für mich ist das halt so, ja, Ja. weißt du, sie so probieren es Ja, nicht ja. doch verkaufen und dann haben wir Fest, so, sie machen nicht mehr Fest. Ganzer Tisch voll von den Jugendlichen. Werf Kleider. Mutter am Vorbeilaufen, ich habe da gewusst und so, erzähl mal, weil voll unangenehm. Ja, Sie, Voll. sie denkt halt immer, es ist so Mund zu Mund, weißt du, Propaganda, ja. Werbung und so. Ah, ja, irgendwo durch schon. Ich meine, Schon safe, Bro, aber ich bin halt Klar, nicht, aber ich ist bin, halt- ich bin halt nicht der Typ, Bro, der etwas andrüllen will. Finde ich aber auch sympathisch. Auch meine Jungs und so Kollegen sagen auch, also entweder ihr kauft es, weil ihr es fühlt, oder gar nicht. Ihr müsst es gar nicht für mich kaufen. Ja, fix. Voll. ja, du willst ja eben, du willst ja Leute erreichen, die
dahinter stehen, oder? Und nicht einfach kaufen wegen Kollegen und dann Genau, leisten genau, die da. Ja, sag doch von Anfang an. Kann ich wieder zurückgeben, Bro? Kann ich wieder das Geld haben? Und viele haben mir halt auch gesagt, ja, ich support dich, Bro, dich. Dann habe ich gesagt, Bro, nein, du musst nicht mich supporten, support die Brand, weißt du? Scheiß drauf, wer hinten dran ist. Ja. Und heute bin ich da. Nice. Respekt, danke vielmals, dass du Zeit noch hast. Danke auch, ja, für die Einladung erstmal. Alles gut, machen wir gern. Da, was mich jetzt gerade noch interessiert, wegen der Verpackung, Alter, hast du vorher erwähnt. Hast du da in der Schweiz irgendjemanden gefunden? Oder passiert da auch sogar am Ort in Portugal oder so? Nein. Also ich habe zuerst mal Offerten da reingeholt, weißt du, so von Schweizer Marken, Karton und so. Ja. Aber viel zu teuer, sehr, sehr, sehr teuer. Und dann habe ich halt mal ein bisschen umgeschaut. Ich habe doch gesagt, du sollst die Offerte annehmen. Er hat uns eben geschrieben, Karton, Karan, Driton. Ja, genau so. Karton, nachher haben wir halt sicher unseriös. Jetzt haben wir es halt verpasst. Aber im vielleicht können wir Badezimmer nachher nochmal schauen. Ja, ist gut. Highland Ein sagt. guter Preis. Ja. Cariton. Ja. Die Designs vom Cariton. Karton, sind die vorgegeben oder kannst du irgendwie selber noch sagen? Also ich habe jetzt keine Designs, also Karton, sondern mehr Versandtaschen, so wie man es bei Zalando und so die kennt. Tasche, okay. Genau, und die habe ich halt selber so bedrucken lassen. Nice. Aber auch also extern in der Türkei mache ich da. Ja. Fix. Und momentan bist du jetzt in der Türkei, gell? Produktion? Nein, jetzt bin ich in Marokko. Ah, stimmt, das Genau. hast du auch noch gesagt. Ja. Also der erste Drop war in Portugal, der zweite Drop war in der Türkei. Und dort habe ich auch sehr viel müssen produzieren. Ist auch sehr, sehr kostenspielig gewesen. Okay. Und obwohl es sich echt gut verkauft hat, bin ich knapp, Break-even. sage ich mal, ins Plus gekommen. Aber nicht wegen der Verkäufe, sondern wegen der Produktionskosten. Ja, Bro. Ja, die Produktionskosten machen ja irgendwo durch auch den Gewinn aus. Genau, und wenn ich es dann halt den Leuten erzählt habe, die ein bisschen vom Fach sind, ja, wie viel hast du denn produziert gehabt? Ja, so und so viel. Haben sie auch gesagt, Bro, Alter, zu viel und so. Aber, also weißt du, wenn du es bei denen nicht annimmst, also entweder du kannst nicht droppen Ja. oder du nimmst es an, weil eine Produktion, das ist echt das Schwerste, zu schwer. Genau. Okay. Und jetzt bei dieser Produktion, wo ich bin, ja, bin ich sehr froh. Habe ich ein bisschen mehr Freiheiten, auch ein bisschen mehr, sagen wir mal, Kontakt mit den Leuten. Okay. Ein bisschen Absprache mehr. Ich kann immer sagen, wann mir passt und wann nicht. Okay. Ja, fix. Weißt du den Unterschied zwischen jetzt Marokko und zwischen jetzt Portugal oder Türkei von diesen Leuten oder vom ganzen Prozess? Also was ich ein bisschen anders mache, meinst du? Genau. Ja, halt ich komme viel mehr Einblick über, auch wenn ich nicht vor Ort bin. Mir werden die Samples hier angebracht. Ich kann es gerade anschauen und sagen, was ich nicht will. Okay. Weißt du, so Sachen. Okay. Und auch ein bisschen, ja so, ich bin connected über WhatsApp, die schicken mir Videos, wie es anhängt vom Fit. Dann kann ich weißt, gerade sagen, ja, mach jetzt da noch so und so. Ah, krass. In dem Stil. Okay. Also, weil in Portugal, Alter, dort habe ich müssen, Einmal im Monat. dort habe ich sicher 25 Mal hin und her geschickt, Alter. Also nein, eigentlich haben sie es mir geschickt, ich habe es dann einfach behalten, aber Bro, dann hast du irgendwie einfach so 20 schwarze Pullis daheim, wo einfach der Fit nicht stimmt, weißt du? Scheiße. Also, Und die Lieferkosten hast du selber müssen übernehmen? ja, Über ja, 20 Mal hin und her? ja. Nein, aber irgendwie, am Anfang nicht, aber irgendwie haben sie dann gesagt, ja, Alter, Ja, ey. chill jetzt. Ja, fix. Aber ich bin halt so einer, weißt du, entweder machst du es richtig oder Nee. lass es sein. Ja, aber das ist auch richtig so. Ein richtiger Mindset. Ich weiß, ich glaube fast jeder, okay, nein, nicht fast jeder, aber es ist ähnlich wie fast jeder, der einen Podcast machen, wird auch fast jeder mal so eigene Brands raushauen. Genau. Das habe ich genau. auch mal wollen machen, aber Ja, da hast du mir auch erzählt, Genau. mal mit Hemd oder so, glaube ich, hast du mal vor etwas dem gesagt. Sommerhemd habe ich so Fix. Bock. Aber ich habe auch gesagt, mach's. Ich habe es dir gesagt. Und ich habe auch hier meine Hilfe angeboten, da heisst ja. Und da schätze ich auch sehr, nur bei mir ist es dann irgendwie so gewesen, es braucht aber mega viel Zeit. Und da weißt Ja, du halt selber. fix. Es ist nicht, entweder meinst du da ernst oder du lässt es sein. Und vom Finanziellen auch ein bisschen. Weißt, ich weiß, es ist vielleicht nicht so viel, aber gleich brauche ich da Geld dann später, weil ich bin ja Auf jeden Fall, Vollzeitstudent und ich gehe nochmal 3 Jahre studieren. Und ja. Ja, es ist halt zeitaufwendig ist es, weil eben so beim zweiten Drop jetzt im Sommer von der Bestellungen her, ich bin halt einer, ich mache gerne alles alleine. So verpacken und so, dass es möglichst einfach genau so achten, wie ich will, weil das Vertrauen bei mir ist nicht so da für, weißt du, dass ich jetzt jemandem sage, ja, verpack das für mich. Ja, ja. Da ist auch dieses Baby, Alter. Du Ja, genau. Null auf, hast du Und angefangen. ich bin halt manchmal einfach die ersten 3 Nächte einfach ganz am Verpacken gewesen. Krass. So, meine Mutter hat mir auch helfen, aber dann, Hast du sie geschlagen? weißt du, aber ich bin halt auch so einer, ich will nicht
Ich kann mal sagen, Bro, aus dem Nichts. So, Jetzt sagst du, geht's halt. Mami kommt rein. Sie probiert helfen. Kann ich helfen? Also verpiss dich. Einfach Ellenbogen. Ja, halt. Also wir distanzieren uns von Gewalt. Ja, genau. Also, wir distanzieren uns vom Ahmedi. Mir ist echt Hilfe angeboten worden von meiner Mutter, aber Ja. weißt du, auf einer Seite tun sie mir auch leid. So, was musst jetzt du meine Arbeit machen? Weil ich habe das wollen. Oder wegen so geldtechnischen, meine Schwester, meine Mutter, mein Bruder, alle, die haben mir wollen Geld geben. Sie so, du musst auch gar nicht zurückgehen und so. Aber Bro, ich finde, das ist nicht da. Weißt, ich könnte jetzt schon Geld nehmen, irgendwie, ich weiß nicht wie viel, aber ich könnte nehmen und viel mehr produzieren und auch geiles Zeug, vielleicht noch mehr machen und so. Du bist Investor. Ja. Du brauchst einen Angel. Ich schwöre, gib mir Kredit. Ja, Karan Kredit. Ich könnte bei der Fashion vielleicht helfen. Dabei mache ich alles kaputt. Ich könnte vielleicht noch deine Mutter schlagen. So, ja. Ja, irgendetwas muss ich sagen. Das ist Sagen, Alter. Ja, jetzt echt. Okay, wir distanzieren uns nochmal von dem. Ja, genau. Definitiv. Danke. Tut mir leid. Mal Jokes. Aber ja, ich nehme nicht gern Geld an. Erstens da und zweitens finde ich, es ist dann nicht mehr meins. Ja, es ist nicht annehmen, Bro. Es ist nicht mit Herz. Weißt du, wenn ich als Investor einsteige, ist es nicht annehmen, sondern ich will ja was in Ja, return. fix. Und Das- dann habe ich noch mehr Druck als ich schon habe. Druck, aber mit Druck. Ja, Weißt du, Bro. Diamante. Mit Diamante. Weißt du, Theorie, wie wird Diamante Ah, hergestellt? das ist der Klassiker, Alter. Diamanten werden hergestellt mit Genau. Und Diamanten sind auch schwarz. Aber Schon, da nicht. Ja. ist nicht Rohdiamant. schwarz, gell? Rohdiamant. Fix. Darum ist der Samrasch fast schwarz, weil er ein Rohdiamant ist. Er wird erst noch geschliffen. Früher von Bushido, jetzt weiß ich nicht von wem. Seit irgendwie 10 Jahren schleifen, aber Ja, nirgends. Nein, ist Nein, Mann, nein, das ist schon ist stabil schon gewesen, aber lass ich jetzt nicht. also ich lasse ja auch nicht. bin ich nicht so im Ja, vielleicht Ich lasse ja auch nicht. Deutsch-Rap-Game. Bin ich nicht. Außer Flair und UFO. Flash und UFO, ja, vielleicht. Aber Aber ja, letztens stabil gesehen vom UFO mit seinem Baby, hat er gesehen. Und doch, ja, ja, er ist voll. auf GQ. Fix. GQ, ja, voll. Geiles sich. Fühle ich. UFO. Ja, UFO ist- das Baby gesehen. Bro, aber sorry, wegen UFO, ich habe ein Video gesehen, so die 10 Essentials, wo ohne dem ich kann leben, so Bro, Ja. auch GQ. Ja, Bro, der Typ wäscht seine Haare mit Evian-Wasser. Aber Bro, es nützt anscheinend. Hammer Schau, Presse, hast du mal Bro, kann man Kommentare nicht sagen. durchgelesen? Ich mach's auch. Muss man Aber das durchlesen. ist Es sind schon ein paar das ist Leute, die sagen, ja, ineffizient. Wieso? Einfach mit Evian-Wasser. aber es ist, einfach es ist Flasche. Mineral. Es ist Mineral. Bro, er hat das Geld. Ja gut, vielleicht wohnt auch dort, vielleicht hat er in der Wohnung, wo bei Evian in der Nähe ist. Bro, der wird einfach gesponsert werden von Evian. Damit er nicht so viel Geld ausgeben muss für Er hat Da- Wasser. Für Wasser. Aber ich sage ehrlich, kennen ihr nicht einmal die Väter und irgendjemand wird es wissen, wo ich gerade meine, wo immer sagen, die Hai haben wir besseres Wasser. Ich merke es gerade an der Kopfhaut. Da unten zum Beispiel. Das ist Ah, wirklich ja. so. Weil das Wasser da hat wie fast schon zu wenig Mineralien, sagt man einmal. Ich weiß jetzt nicht, ob es so ist. Okay. Und wenn du direkt von so einem Brunnen oder so abzapfst, dann hat es wirklich mehr Mineralien und so weiter und da hilft angeblich. Okay, keine Ahnung. Okay, Bro. Und du kann ich mir Nein, schon auf gut dem bin ich vorstellen, dass nicht. das stimmt, da mit dem UFO. Aber Kann schon sein, Bro. du hast Aber Geld. wenn ich merken würde, würde ich zuerst mal zu meinem Arzt gehen, als mit Evian-Wasser meine Haare waschen. Aber halt, Übrigens, apropos Nein, das Haarwäsche. ist Apropos Haarwäsche mit Evian. Er macht es ja, weil er. Wieso? Weil er weniger Haarausfall hat wegen dem. Nein, Schuppe oder so. Irgendwie Schuppe. so Zeug. Schuppe, ja. Bro, auf jeden Fall. Ich nehme jetzt Gerstengras. Egal, scheiß auf. Übrigens. Hast du das jetzt, Alter? Ja, in Pulverform. Es ist richtig Das komisch ist zu grusig, trinken. Alter. Das ist sogar noch grusig wie der Bombo, jetzt, wo wir da gegessen haben. Nein, überhaupt Nie nicht. mehr, Bro. Wow, Bombe der ist besser Bombo ist gewesen. total Ja, aber- schade. Nie mehr. Ich merke schon mal jetzt. Ja, ja, fand echt so. Ja, Bro, ich so, hab's ganz danke gegessen. vielmals. Das ist Fleisch, das du vorher gegessen hast. Oh, ich bin nicht mehr vegan, es tut mir leid. Ich habe es einfach Yes. geschafft. Ich habe es Was? geschafft. Okay. Also, Easy. er gibt mir Schmerz, Handschlag, Schmerz. dass ich nicht mehr vegan bin. Habe ich gedacht, Ja, du hast einen denke, Monat geschafft? Ja, einen Monat habe ich es Aha, fast so. geschafft. Ja, fast einen Monat zweimal fast gebrochen, aber geschafft. aber ungewollt. Ungewollt, ja, habe ich gerade sagen. Einmal ist es gewollt gewesen. Sag Aber ich da wegen dem UFO, Alter, ich glaube, das ist nur Selbstinszenierung. Alter. Safe. Ja, aber ich glaube auch, Nein, dass das der, Placebo, der ist sein einfach in seinem Vater. Film. Voll. Aber deswegen fühle ich ihn auch, weil er ist ein bisschen im Ami-Film und ich bin halt voll der Ami-Rap. Yes, Technik. Voll im Game. Ja. Und deswegen fühle ich ihn auch. Absolut. Easy. Rap, beste. Alter, wenn wir jetzt gerade von Ami schwätzen, was ist mit dem Gunner los? Ich komme bei dem ganz Ja, Bro, er ganz raus. ist, ja, einfach die YSL-Gang. Hat Ja. ein bisschen so Stress gehabt mit den Bullen. Dann sind sie mal, erstmal in den Knast gekommen. Der Young Thug, der auch bei dieser Gang ist, was nicht, ob ihr kennt, der Ja. ist immer noch dort drin. Der ist der Im Knast, Head, ja. oder? Head of. Ja. Und der Gunner anscheinend hat er ihn gesnitcht. Stimmt, oder? Nein. Weil auch die Schwester von Young Thug hat gesagt,
er stimmt nicht und Bro, ich sage auch, er stimmt nicht. Easy. Auch wenn ich der größte Fan von ihm bin. Easy, easy. Ja, genau. Wegen Adam geschrieben. Ja, hat's mal gesagt. Sind gefacetimed. Wo sind wir stecken geblieben? Du hast gesagt, Portugal, Mhm. der Kontakt, das besser war, also von Marokko. Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Jetzt sind wir gerade ein bisschen lost. Wie UFO. Eben mit Lost. meiner Mutter und Bist du Verpacken und so. Das, Stimmt. Nein, nein, weiter, oder? ja, und eben, dass ich einfach alles ein bisschen allein machen haben wollen, Voll. sagen wir mal so. Aber jetzt hast du Hilfe mittlerweile? Ja, wir sind jetzt das Zweite. Also eigentlich Okay, in dem Fall haben wir nicht das zweite gestartet. nein, ich habe es am Also- Anfang ganz allein gemacht, aber das ist, weil mein Kollege irgendwo anders tätig war, dort mal, und das ist gar nicht in Frage gekommen dort mal. Und die einzige Option dort mal war, entweder ich mache es allein oder mit ihm. Ja. Und ich einfach mal will allein starten so. Und jetzt ist er auch dabei. Geil. Fix. Shoutouts an Wir sind Mario. Aufgabe. Marco. Oh, scheiße. Er gestellt. übernimmt eigentlich den Marketing-Teil, alles Wichtig. um das, ja. Website, einfach alles, was ein bisschen mit Marketing zu tun hat. Und ich mache Designs, genau. Wie am Anfang eigentlich schon. Und Shootings und alles, den Insta-Content planen wir ein bisschen zusammen. Okay. Geil. Auf jeden Fall, er macht eine sehr gute Arbeit, so. Shoutout Marco. Viel besser als ich es gemacht habe. Ja. Aber er hat auch mehr Erfahrung und so ergänzen wir uns halt. Ich finde, wir sind ein sehr gutes Team. So, weißt, Designen checkt er halt nicht so. Dafür mache ich es gut und der andere check ich nicht so. Und der macht es gut. Und so haben wir halt 100%, wie soll ich sagen, Symbiose. Symbiose. Euch. ja, guter Content so überall, in Symbiose, jedem genau. Bereich. Voll. Würdest du eigentlich mal sagen, jetzt kommt ja, du hast ja vorne deinen dritten Drop, wenn ich jetzt richtig bin. Genau. Ja. Wen kommt der? Noch diesen Monat. Habt ihr das gehört? Den Noch Monat. diesen Monat kommt. Also ganz wichtig, wir verlinken euch den natürlich noch auf YouTube. Ihr könnt ihr den anschauen. Kann man da auf Spotify auch etwas machen? Morgen kann man einfach den Link hinzufügen. Ah, Spotify schon. Ja. Aber ich tue mit dem Code ein bisschen umspielen, dass nicht der richtige Link ist. Ah, Einfach, Es landet No. wieder bei uns. Es landet wieder gar nicht. es reicht bei Abonnieren. Konkurrenz. Genau. Ja, bald, Alter, bald hoffentlich mal. Wenn wir mal einen eigenen Drop haben. Ja, Meinst Oder du, mal kann man eigene auch- Designs oder so. Ja. wenn ihr Hilfe braucht oder so, gerne. Lieben Jungs. gerne. Ja, unbedingt, gern. Allgemein auch, Jungs. Wie tust du eigentlich designen? Mit welchem Programm? Bro mit Adobe, also entweder mit Photoshop oder Illustrator. Illustrator, okay. Genau. Weißt du eigentlich InDesign von Adobe? Das ist für Plakat und alles mögliche. Mhm. Das ist für Riesen, das ist für Druck. Kann die ganz mir Ja, eben, sind Die geschmeckt. Anschalten. Also es ist nicht scharf, weißt du? Bro, Mein Magen ist ist ja immer noch- scharf. ja, aber meine ist Ich auch leere- einfach am Start. Ich leere Magen, weißt du? Ah, scheiße. Ja, seit um 12 Uhr habe so nichts gegessen. Wow. Ja, Am Bro. Abend geht's auch nicht. Ich bin im Fitness gesehen, bin direkt noch hin. Macher. Egal. Ne? Wer jemand in meine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Wow, der ist so jetzt akkurat. Jetzt musst Ja, du mit dem nein, leben. ich- Ja, danke vielmals. Schon gut. Auf jeden Fall, ja, wo sind wir gewesen? InDesign. Ja, das ist mehr für Plakat. Ja, Was da- gibt's nochmal? Dann in Ey, nein, Lightroom warte. gibt es Nein, noch. warte. Lightroom, das ist noch ein bisschen so für Sorry. Bilder selber bearbeiten, so Effekte und alles, die Filter. Okay, ist ja von Apple. Nein, für Plakat. Nein, auch von Adobe. Adobe. Adobe, ja. Aber ich arbeite noch mit Illustrator und Photoshop. Okay. Illustrator ist für Plakat, InDesign ist für Bücher und Hefte. Kann sein. Also Illustrator Ah, ist sorry. für Plakat, alles, Genau. was ein bisschen mit Voll. mehr Schriften, Text zu tun hat. Also da, wo Grafik. ihr jetzt anhängt, ist ein bisschen mit Illustrator. so. Voll, So Sachen voll. ist mit Illustrator. Und tust du gemacht. es eigentlich so wie designen mit 3D-T-Shirt und dann tust du wie draufklatschen? Oder machst du nur zuerst mal Emblem, je nachdem? Also ich habe mal angefangen, ganz am Anfang. Ja. Mit SketchUp. Ich zeichne es meistens Mit zuerst Paint? auf dem Mit iPad. Paint, ja. Mit Paint. Es gibt so eine App auf dem Morpholio iPad. Trace. Procreate Welches? heißt es. Procreate. Kennen das sicher und ja genau. Und Ist ja geil. ja, voll. Den kann ich nicht. Und ja, Ist geil, zum Beispiel Procreate ist geil. abchecken. Okay. Und mit dem tue ich es halt so wie ein bisschen vorzeichnen, meine Ideen. Geil. Und vielleicht erkläre eigentlich den Designprozess von Anfang an. Ja, Ja, mach doch das Ja, mal. gern. Da interessiert sich uns auch ja, fix. die Zuhörer. Also, ich habe halt auf Insta so einen Account. Ey, man kann aufstehen, Mann, sorry. Ja, gib ihm. Mach geil. Sollen wir schnell warten, oder? Nein, nein. Schon. Ich glaube, er gehört dich schon. Aber wir haben, also ich habe so einen Account auf Insta, wo keinem folgt und mir folgt keinem, einfach so einen privaten. Ah, Ja, so okay. eine bist du. Und- Alter. Also ein Stalker. Zum Stalken, genau. Ja, genau. Wegen seiner Freundin. Ja, genau. Und dort habe ich halt so einen Mood-Ordner. Ja.
und so ein Inspartner und dort tue ich alles, was ich sehe. Ich folge dort nur so Fashion-Zeug okay. und so, einfach so alles. Inspirationen zu Genau. holen. Okay, geil. Und dann habe ich eigentlich schon am Anfang so ein Thema. Und dann fange ich mal an, weißt du, ich ein bisschen Sachen aussortieren. Und irgendwann, wenn ich dann irgendwie 100 oder 200 Sachen habe, kann ich es nochmal durch, dann nehme ich da raus, wo mir nicht so gefällt. Okay. Und am Schluss habe ich irgendwie so eine Richtung. Ich weiß, also weißt du, wo es gehen soll. Und beim zweiten Drop beim Sommer habe ich ein bisschen Bock gehabt, so meine Community ein bisschen so wie binden. Und dann ist da ein T-Shirt entstanden. Yes. Ich glaube, Members Only. Geil. Aber ich halt auch denkt, eigentlich würde ich Unisex-Marken, weißt du, dass auch Frauen gerne tragen. Und so ist halt ein beige, creme-weiße T-Shirt entstanden. Voll. Mit Schon da? Genau. Das ist schön. Mit dem babyblauen Druck hin und vorne. Babyblau. Und mir haben sehr viele Leute gesagt, nach dem ersten Drop, Bro, mach einen Backprint. Und ich bin nie so der Fan davon gewesen. Wieso? Molly liebe Backprint. Ja, also, er zum Beispiel auch. Aber ich sag Ja. nachher wieso. Einfach, keine Ahnung, ich fühle es einfach nicht so. Er hat es nicht gefühlt. Okay. Ich glaube, so sieht dein schon maximal breiter Rücken noch breiter. Ja, kann Ey, sein. ist der Bre hat so eine Schulter, den hast du noch nie im Leben gesehen. Aber da kommt nachher wieso. Ja, genau. Das erzählen wir noch. Das ist wegen dem Hobby, oder? Ja, genau. Ja, Wegen dort, ja. unter Wasser. Das Jäger. Er ist ein Wal. Ja, genau. Aber ist Walfänger. Zum Glück ist er nicht da. Genau. Also, Ja, fix. Und dann habe ich einfach mal so ein Design gemacht und ich habe es gefühlt. Und da ist bis jetzt mein meistverkaufte und meist gehypte Piece gesehen. Auch von Frauen. da. Ja. Okay. Bin jetzt eine Frau. Durch das T-Shirt bin ich auch in Kontakt gekommen mit Rapper. Zum Beispiel auch so ein bisschen mit bekannteren Leuten. Das war eigentlich da, wo auch mich ein bisschen nach Deutschland geführt hat. Ein bisschen die Community in Deutschland aufgebaut, dort Kunden geschaffen. Ja, fix. Welche Rapper sind denn Zum Beispiel Pronto, nice? kennen da. Und der Monet, der Ja, weiß geil. Ey, ich finde, der Pronto, der ist so wie unser Travis Scott. Yes. Du Das hörst ist gar eine geile nicht, Sache. du verstehst gar nicht, was Aber er es sagt. tönt so melodisch. Aber ist geil, ist sehr cool. Bro. Methodisch. Ist sehr cool. Melodisch. Ja. Und mir haben auch Leute gesagt, ja, schick's doch noch dem und dem und dem zu tun. Ja. Aber ich schicke es auch nur an Leute, Wo du selber feiern wo ich tust. fühle, weißt du, Voll. ist, Alter, Verständlich. Alter, ist auch ein bisschen, ja, Cap, so. Und Kann ich noch ganz kurz sagen, wieso ich Vorder Print Ja, nicht sicher. so geil finde? Es gibt immer so Momente, wo ich einmal habe, wo ich ein bisschen seriöser wirken will. Und ich finde einmal Prints auf T-Shirts an und für sich grundsätzlich nicht so seriös. ist es so, ja. Dann würde ich sie einmal nicht da vorne haben. Und ich verwende halt immer so Alltags-T-Shirts, die müssen halt immer geil sein. Also so in dem Sinn, die müssen gut sein. Und die müssen auch so auf den. Du machst ja auch gern schwarz, weil schwarz nimmst du ernst. Ist einfach so. basic, ja, so Genau. Pässe. Und dann würde ich, wenn ich so vorne zu dir komme, dass ich mal vorab, weißt du, nicht so viele Sachen drauf ist, weil da wirkt schnell kindisch. Ist es so, ja, fix. Und also psychologisch vielleicht. Ist Weißt auf du, jeden Fall so, ja. Und darum würde ich aber genau, dass der Backprint dann wirklich auch frech ist. So ein Überraschungsmoment auch. ein Und bisschen wenn das so ah, richtig ja, safe, übertrieben safe, ist, und da habe ich da mega gut gelungen gefunden. Vor allem Danke, da Bro. hast du halt Dings noch. Ja, fix. Der hätte halt noch müssen sein. Finde ich aber Ja. easy. Ja. Weil da passt. Auch nicht zu Da groß, ist eben finde ich. nicht- Safe. Voll. Da ist eine ganz andere Sprache. Deswegen Was habe ich eben absolut auch so zwei gemacht, weil Leute fühlen den oder der. Ja. Der. Oder auch beides, ist auch Voll. cool. Aber Und da ist sowieso eher noch, ich sag mal, Summer-Vibes von der Farbe her. Sehr, und dann sehr. kannst du vorne locker was machen. genau. Da ist dann dadurch kein Problem. Aber was steht eigentlich da im Hintergrund? Memories, irgendetwas, oder? No, Ja. no. Sorry, Die international. with memories, not dreams. So. Ja, fix, okay, nice. Und was hat es eigentlich da mit dem Schloss auf sich, wo ein Broken Heart drin ist? Weiß es auch nicht. Habe ich nicht selber gemacht. Ja, gesehen, bei einem hat er gemeint, Ja, geklaut. Inspo. Bro, habe ich einfach gefühlt, ja, es ein bisschen zu leer gefunden. Nur Schrift habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch ein Sample daheim. Und dann habe ich halt da gefühlt, quasi auch ein bisschen mit Frauen, so, da haben Frauen gern. Weißt du, habe ich schon von Anfang an gewusst, dass da mehr. Vor allem Dann das halt- Schloss. Das Schloss ist beliebt. Und das Schloss fühlt halt Bei auch jeder. vergebenen ein bisschen Frauen. So. Ja, voll. Also. Genau. Broken Heart, Broken Dreams. Quasi, wenn du nicht im Club bist, ist das Herz gebrochen, Bro. Oh, okay, nice. Oha, Genau. ganz gut. Ja. Ja, voll. Und ja, muss ich mal eigentlich. Also, wenn ihr im Club drin seid, dann wisst ihr da. Genau. Kannst du noch ganz kurz sagen, vielleicht,
ist das gerade gut, der was halt schneidet, Pech gehabt. Du erzählst gerade über die einzelnen Brands. Du schneidest. Okay, easy Schnitt. Über die einzelnen Brands, die rauskommen und wir werden sie dann kurz einblenden. Hast du das gerade so im Kopf? Natürlich, du hast es gemacht. Vielleicht sagst du jetzt, der Pulli, was dem speziell ist. Okay, dann machen wir es halt nicht. Also im was? zukünftigen Drop meinst du? ja, zukünftig. Aha, jetzt wo ich raus. Okay. Ja, fix Haben wir nachher. schon Zugriff okay. auf da? Also vielleicht Da aber ist ja vielleicht mal... Mo, ich habe schon. Aber ich habe ein paar Bilder oder so? erzählen. Ja, Genau, fix, Bilder fix. vielleicht, genau. Äh, Wäre geil gewesen, können wir gerade so scrollen in der Webseite. genau, ja. Aber ist ja noch nicht. Aber hast du jetzt gerade vielleicht ein paar Bilder auf deinem Handy? Ja, habe ich. Das muss ich gerade vielleicht anschauen. Fix. wenn du Ich, so ich erzählst. kenne es vielleicht schon. Ja, und er eigentlich auch. Easy, erzähl aber mal. ich kann schon zeigen. Ja, wo. ich kenn's. Zeig nicht. Nein, das Ja, auf jeden Handy ist Fall, eh drin. Der Drop heißt Mission Worldwide, Okay. weil wie im zweiten Drop, also wie dem Summer Drop, sind sehr viele auch von Deutschland und so gewesen. Ist ein bisschen mehr connected, also ein bisschen mehr internationaler geworden. Okay. Und ich habe sehr viele Bilder bekommen von Leuten einfach in Dubai mit dem T-Shirt, weißt du, wo hinten fotografiert. Ja, da habe ich Der gesehen. Burj Khalifa dort hinten. Geil. Oder in Miami hat man es mal jemand zugeschickt. Oder in Afrika und so, Asien. Also der Leute, die dort wohnen? Nein, einfach so in der Ferien, Bro. Okay. Und Ja, voll. ja, dann haben sie einfach gedacht, sie schicken jetzt mal. So wie Und dann früher hat- die Coiffeure, Alter, die so Visitenkärtchen bekommen. Dann gehen sie irgendwie auf Miami oder so, machen sie ein Bild mit, Genau. mit der Visitenkarte und dann so reposten. Und so ist mir da halt so ein bisschen im Kopf gesehen. Fix geil, halt da international, kommt gut. Voll. Leute fühlen es und ja, so ist eigentlich der Name entstanden. Geil. Und ja, dann hat es halt den Backprint jetzt auch bei dem Pulli mit so einem Wolkendesign. Der wird bestimmt. Over the Clouds steht. Quasi einfach, ja, gibt kein Limit in dem Sinn. Kann ich da noch so einen Tipp geben für die nächste Kollektion? Betonschuhe. Also als Slogan. Als Auf dem Innovation. Rücken. Betonschuhe. Für die, die am Boden bleiben. Damit die nicht fliegen. Das sagen wir aber so ein Jeder bisschen. hat gedacht, dass das so gut rauskommt, echt? Sorry, okay, gut. Und ja, halt der Mission Worldwide Flair ist in jedem Piece ein bisschen drin. Flair. Der Flair. Beim Zip, ich habe noch so einen Zip, so einen braunen, steht auch Mission Worldwide confirmed und das Logo. Geil. Der hätte ich gerne in schwarz gemacht. Und ja, aber aber absolut. vielleicht, ist auch eine ja. schöne Farbe. Fix, danke. Und weißes T-Shirt war auch Mission Worldwide. Welche Farbe hat denn der Zippo? So ein Pro. Okay. Geht so leicht Aber- ins Pastell rein. So Genau, so ein- holzig. So nicht dunkelbraun. Es ist eigentlich ein So dunkles Blau, sommerlich wo du irgendwie. mit, wo du mit Ja, Weiss so anmischen. sieht sehr angenehm aus. Wie Okay. soll ich das sagen? So fix. ein guter Teddybär. Vibe. Teddybär. Ja, und ist auch, das ist das bequemste Piece von uns. Okay. wo wir haben. Also drinnen sehr flauschig. Der ist auch schon sehr clean. Mhm. Aber ja, Fix. genau. Und wenn ist jetzt der offizielle Drop Äh. von Mission Worldwide? Der Monat. Ende Monat? Ja, Mitte Monat? Ende. Richtig Ende. Ende Monat. Leider. Okay. Okay, Weil eben bei so einem Drop gibt es halt sehr viele Komplikationen, Alter. absolut. Du willst schon viel früher noch droppen und Voll. es kommt immer etwas dazwischen. Immer. Und weißt du jetzt gerade momentan dazwischen gekommen? Einer ist krank geworden in der Produktion. Und der ist so der für den alles schaut. Und Ah, okay. ohne den will man eigentlich nicht produzieren, weil sonst kann es sein, dass es nicht gut kommt oder nicht so, wie man will. Ja. Ah, krass, im Fall sind alle in der Produktion richtig drin. Es ist so wie fast Familie. Weil wenn einer jetzt schon fehlt, Ja, es ist halt, das alles dort arbeiten halt Leute, also ich weiß jetzt auch nicht alles so, aber dort arbeiten halt Leute von dort, Locals. Und dann halt auch ein paar von da, die auch dort anreisen, und so, wo ein bisschen das Ganze anschauen, also für das sorgen, dass da alles läuft. Okay. Und eben so einer ist eben krank geworden, Okay. leider. Und du bist schon auf Casablanca? Nein, aber wir haben es vor. Easy. Wahrscheinlich werden wir im Sommer dort hingehen. Nice. Vielleicht noch ein Shooting dort machen. Genau. Geil. Alles rausholen. Schon wichtig auch, dass du siehst, was eigentlich, wer da für dich macht, finde ich. Finde ich sehr gut. Aber pro Shooting, Alter, du hast gerade vor kurzem ein Shooting gehabt, vor einer Woche oder ein paar Tagen oder letzte so. Woche, ja, fix. Wo sind wir gewesen? Wir sind im Flown gewesen. Kennt ihr das auch? Ja, ja. Nein. Hat überhaupt nicht so ausgesehen wie Flo. Ja, Bro. Ist sehr, sehr krass drin. Okay. Das haben wir so dort gemacht. Ja. Beim Laurin, schöne Größe, ja. Ja. Laurin. Maschine. Kennen da auch, also du kennst ihn sicher auch. Mhm. Fix. Und dort haben wir es gemacht. Okay, also
Weißt du, was ich sagen? Nicht, ich habe nur geil gesagt. Du hast irgendwie vorher, bevor wir angefangen haben, gesagt, Recht. Hast du müssen. Genau, Bro. Also du zahlst eigentlich, also ich weiß jetzt nicht, ob es bei allen Fotografen so ist. Okay. Du zahlst eigentlich für die Bilder normal und der Fotograf hat halt immer noch Recht auf dem. Und dann, wenn du willst, kannst du, also habe ich jetzt in dem Fall können alle Bilder und Videos nehmen, auch die Rohmaterial Okay. für TikTok-Content und YouTube. Ja. Und da kostet halt auch, weil er auch verliert auch seine Rechte, was ich kann nachher machen, was ich will. Okay. Voll mit dem Und er kann nicht mehr machen, wann er will. Genau, also völlig so. verständlich. Würde ich genau gleich machen. Okay, und da geht es irgendwie so wie irgendeine Pauschale? Oder. Ja, fix. Okay. Also ich glaube, ich darf nicht sagen, wie viel. Nein, nein, Ja, aber- aber keine Zahlen gehört. es gibt einen Fixpreis und dann, also egal wie lang es geht, Okay. du zahlst da. Ah, krass. Also die Menge, oder? Von den Bildern. Nein, du Okay. sagst, Bro, ich will zu einem Shooting mit dem, dem und dem. Und dann sagt er, ja, aber für da Geld. Easy, ja oder nein, ja. Und dann machst du es. Geil. Und dann hast du natürlich noch ein Model dabei gehabt, wo gerade in St. Gallen Genau, mittlerweile jeder zwei, kennen. zwei. Also der Manuel, ein ganz guter Homie von mir, der ist auch bei den alten Bildern drauf. Und der Alaci. Yes. Der Alaci ist ein Kindheitskollege, ja, fix. Und den habe ich auch, er hat sich auch schon ein paar Mal angeboten. Und ja, dann, er sieht auch gut aus und passt eigentlich auch gerade in das Bild, wo Ja, ich absolut. auch, wie sage ich, vermitteln will. Ist Alaci voll. nicht ein Nachname? Nein, Nein. Ist das ein den schon noch- Vorname? Den Ja, schon wie ein Alaci. Vorname. So? Warte, Das ist doch irgendwie ein Nachname. Mansaray. Genau, genau. Was für ein geiler Name. Ja, Bro, ist echt ein What geiler the Name. Brutal. Fix. So geil wie sein Name ist, auch er. Ja. Shoutouts. Irgendwen Chimanzara. musst du da rein und dann erzählst du mal. Fix. Und ja, und das Fotoshooting ist echt geil geworden. Ich habe das erste Mal jetzt bei dem Fotograf gemacht. Und ich halt ein bisschen in den abgespaceden Ja, das ist ja perfekt. Bereich gehen. Halt die, wenn er, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder noch im Kopf habt vom jetzigen, vom letzten Drop. Aber die sind ein bisschen so Ja, basic. Standard. Ja, voll. Also auch nicht schlimm, so habe ich es auch wollen und so haben es Fotografen auch gemacht, auch gute Arbeit. Voll easy. Ja. Aber er hat mir echt da, also er hat uns da können geben, wo wir, Ah, wo wir wollen haben. Okay. Fix. Das sind geile Bilder geworden. Freuen wir uns. Fix. Jetzt natürlich, wo du halt in dem Fotostudio reingegangen bist, du lässt dich einmal selber nicht abfotografieren. Nein. Du bist so eigentlich eher im Hintergrund. Genau, da fragen mich auch sehr viele Leute, so, wieso lässt du dich einfach nicht selber fotografieren? Aber ich finde eben, Bro, so Sachen, wenn ich sehe, jemand macht es besser, wie ich mach's. Absolut. Vor allem ja, auch. Ja, Er die die zwei- zwei Mann geredet, so ist Genau, es. und So die zwei Models sind auch, die wollen auch modeln, die machen auch gern und sie würden auch weit kommen in dem. Und dann gebe ich ihnen einfach eine Chance. Space. Voll. Ich gebe ihnen eine Chance, um sich weiterzuentwickeln und sie geben mir quasi guten Content. Voll. Und so pusht man sich, wo ich eigentlich auch hoffe, dass da immer so ist. Weißt du, dass da einfach. Geil. Perfektes Thema. Pushen. Push Jetzt voll. kommen wir mal zum Thema. Gehst du ins Fitness? Wegen dem Rücken? Nein, Da Bro, richtig tatsächlich, mitgenommen. ich gehe nicht. Ich gehe nicht ins Gym, nicht mehr. Ja, das ist Ich bin früher noch viel gegangen, aber jetzt mit der Schule, ich mache BMS, ist alles sehr viel. Ja. ja, ist schon viel. Ja. Wieso ich da jetzt gerade angesprochen habe, und zwar beim Fotostudio, letztens habe ich gehört, dort ist eine Kamera umgeschmissen, weil du zu einen breiten Rücken hast. Wo kommt das? Die Aussage stimmt nicht. Okay, ja, man munkelt. Der hat jetzt mal gesagt. Weißt du was? Also, weißt du, früher gemacht, also vom Hobby her? Ja. Glaube ich, aufgehört. Ja, fix, ich habe Wasserball gespielt. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst. Ja, ich weiß es. Für die Nazi, also für Schweizer Nazi und so. Das ist krass. Ich habe eine Sportlerlehre gemacht in Bühler und dort habe ich halt Dienstagmorgen können trainieren und Sportler leer. ja, Bro, die lassen dich trainieren. Sportschüler haben auch Sportler lernen. Dienstagmorgen, Bro, und Freitagnachmittag und du hast Ferien machen können, wie viel du willst. Also ja, so gegen den Schluss von der Lehre habe ich halt einfach gesagt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt sagen darf. Aber, Ja, oder stimme ich jetzt da noch? Mal Pals für fix. dich. Nein, sag Nein, ich einfach. nicht. Du weißt doch. Ja, das schon, Bro, sagst einfach, ja, du gehst ins Trainingslager und basiert halt ein bisschen auf Vertrauen. Und wo ich dann gehört habe, dass sie mich nicht mehr nehmen nach der Lehre, also ich bin eh nicht geblieben, ich bin auch nicht Easy. geblieben, habe ich es halt ein bisschen ausgenutzt. Aber weißt du, Wo wie viel Kroatien. Lehre gemacht? Weißt du, was du geschafft? Polymech habe ich gemacht. Polymech und dann hast du einfach können Sport machen. Genau, der Spüler ist so, hat zuerst Vereinbarung mit Swiss Olympic. Aber nur weil wegen der Nazi, weißt du, ich kann jetzt nicht einfach irgendeinen. Ja, nein, du bist so Gold. Also nicht, dass ich, Bro, aber ich meine, ich kann nicht einfach irgendeinen 5. Liga Fußballer oder dann gehen und das sagen. Ja. Sonst wäre ja der ganze Lebenbetrieb leer. auch eine Swiss Olympic Card gehabt. Und dann hast Ja, du auch voll.
Und ja, auch müssen einen Notenschnitt von 5,2 oder so bringen. Am Anfang habe ich es nicht geschafft, aber ich Das hatte mir auch fehlt. unbedingt wollen, weil die Ferien und so, noch habe ich es nicht geschafft. Geil. Ja, krass. Hast denn du die ganz normale LAP müssen machen, wie sonst am... Ja, voll. Also, Die haben auch gesagt, du voll. kannst gut trainieren und so, Schule, aber du die Leistung darf nicht abnehmen und alles so. Stell dir einfach unter Wasser LAP Genau. anschreiben. Bei uns im Drogenspeicher oben gibt es auch eine Sportschule. Stimmt, Okay. ja. Und wir haben es auch wegen der Noten gefehlt. Fix. Bei mir am Anfang Das auch. ist Ja, Sport, weil ich auch Bock hatte, in die Sportschule zu gehen. Weil ich habe nachher trainiert mit den Sportschülern. Im Dienstag immer bin ich oben, aber halt nicht Also Badminton, oder? ja, Badminton, aber nicht auch nicht in die Sportschule. Fix. Das ist nicht, hat nicht geklappt. Ja, wenn wir jetzt da gerade sind, ich bin auch in der Talentschule gewesen, gestalterisch. Er ist bei den Paralympics. Er hat die Karte. Und dort kommt halt nicht jeder rein, der halt nur ein bisschen gut zeichnet, 5 Liga-mäßig. Schon? Ich meine, ja. Ist das so? Oder? Also ist das echt so? aber Nein, ich bin wirklich in der Talentschule gewesen. Aber ist echt so, dass du echt Ja, etwas drauf haben musst oder kannst du dich einfach ja, anmelden? mal, du musst schon können. Du musst, also, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es jetzt... Also was heisst Talentschule? So Supertalent? Bruce Nein, Darnell gestalterische und so? Talentschule. Es gibt ja immer mehr. Ist das nicht der Vorkurs oder so? Nein, den habe ich auch gemacht nachher. Okay, also etwas noch. Weil er die Talentschule nicht geschafft hat. Nein, Hat er nein, Fokus. also Talentschule war während der Oberstufe. Gewesen. dann nicht gewusst. Weißt du, dort nachher hast du parallel einmal Ah, so, Vorkurs ist nachher. Nach Ja, der Fokus ist nach der nachher, Oberstufe. sogar nach der Lehre. Habe ich auch ein paar Kollegen, die Ah, nein, das sorry, gemacht nicht haben. nach Nein, der- nach der Oberstufe. fix. Es gibt 2 Varianten. Es gibt den gestalterischen Fokus. Also wir reden jetzt über den. Für Jugendliche. Das ist, wenn du es nach der Oberstufe machst. Oder halt unter 18, keine Ahnung. Vielleicht bin ich jetzt schon... Nein, ich weiß es nicht. Bin ich sicher nicht 18 gewesen. Egal, auf jeden Fall. Oder für Erwachsene nach der Lehre. Und ja, der geht ein Jahr. Glaube ich. Stabil, Bro. Warte, ja, ja. Fühle ich. Okay. Das Mal bin ich noch mehr auf so einen Trip Oh, wie haben wir- Grafiker werden und so Zeug. Aber den habe ich da lassen. Kannst du dich erinnern, wo wir beim Globus waren? Noch Ah, ja, erzählt genau. gehabt. Ja, genau, dort hat es mich wieder ein bisschen erinnert. Die haben jedes Jahr so, stellen so in St. Gallen so irgendeine Kiste auf und nachher, da heisst Zeichenapparat, so viel es mir ist. Und dann kannst du dort irgendetwas rein tun, irgendetwas, und dann kannst Idee. zeichnen sie 5 Minuten etwas und nachher geben sie es zurück. Und dann hat, glaube ich, der Krane einen Wunsch gehabt, Ja, ich hatte einen Wunsch, ich wollte Tattoo machen. ja, ein kleines, einfach Tattoo-Idee. Also, ja, wenn du zeichne mal was, ich habe gemeint, das ist so richtig, weißt du, so. Hure darfst du Fokus. Tattoos machen, Alter. Hä? Wieso? Hure darfst du Tattoos machen. Ja, das geht schon. Okay. Easy. Und Wo man es nicht sieht. nein, da. Ah. Da wird ich. Aber mal geil. schauen, nach dem Studium. Krank. Ich habe einen Text gegeben, oder? Und den habe ich darauf tätowieren. Und ich habe gesagt, ja, ich würde es ein bisschen simpel haben, aber einfach, keine Ahnung, einfach was. Die sind noch kreativ, nicht ich, oder? Bro, total schade, was wir Also da rausgekommen ist leider Weißt du in Höhle? Hast du irgendwie so ein paar Weißt du Stichwörter? gestanden, Es gell? ist gestanden live, also live, Das habe ich auch nicht und gecheckt. dann over, also größer als. Ah, wow, Alter. Ja, So total Zeichen, Alter. schade. Ja, dann Warte, ich muss warte. mich nicht erklären, das Egal, ist ja etwas für mich. Sag's mal ganz. Also live over taste. Live over Taste. Wiegenspruch. Ja, das ist mein Lebensspruch. Also der, Ja, der, aber der wenn mich du das als für dich Person auch fühlst- geändert. Finde ich gut, Bro. Mir hat extrem geprägt und halt wieder einfach eben Leben über Geschmack, habe ich schon für mich wichtig. Fang doch mit so Basic-Sachen an wie ein Geburtsdatum von dir, falls du vergessen nein. hast. Von deinem Kannst du mal Cousin. schauen. Ja, aber so in Grüße römischer von Zeit. Aber meinst du, mit mit römischer Geschmack? Schrift? Was meinst du mit Ja, Geschmack? Geschmack, das wegen Fleisch. Das Leute nur Aha, das so. Quasi Leben nicht über Geschmack. Leben, das Tierleben geht über, Genau. Da über den habe ich- Geschmack von 2 Ja, wir Minuten. müssen nicht aufdrängen, Bro. 2 Nein, Minuten nein, nein, Steak. Ich so, gehe am Denken zwei- oder? von Hä? Gewürz Genau. und so. Nein, Dani hat am Anfang auch nicht gecheckt. Ja, Erst, wenn es mir erklärt hat. Wenn eben, Nein, aber also da habe ich gerade verstanden. Ich nicht. Ja, ich wieder auch nicht. Blöd. Ja. Auf jeden Fall, das Geile ist noch, wenn ihr den Zeichenautomat seht, die mein Schnorre, wo noch glaubt, der Zettel rein tun, ist ein 6er BMW sein. Das ist natürlich von mir. ja, genau. gewesen. Das ist Ja. Typisch Albaner. Früher bin ich halt so voll auf Autos gewesen und hast so einen 6er BMW gezeichnet. Richtig Albaner. Ich werfe, glaube einfach dort mal etwas rein, so eine Idee. Ja. Und dann mache ich Nach einfach, und Relay Club. mach Nach einfach dem ein Dropouts Design. auch. Mach einfach ein Design und sage, Ja. das ist von mir. Wo null verkauft noch. Nein, Spaß. Konkurs. Spaßfokus richtig gut. Nein, fix. Ja, schon gut. Nein, fix. Oh Mann. Sorry wegen dem Abschweifer da. Kein Problem. Ja, Mann. BMS, welche BMS machst Wirtschaft, Dienstleistung. Ich bin... GBS? Nein, KBZ. du? Ah, Krabbe jetzt. Ich werde ein bisschen vom Technischen über... Okay. Also eigentlich mache ich das einfach so. Also ich sage mir immer, ich mache das einfach nebenbei.
Aber für Ältere. Ja, und für mich das einfach. Absicherung, ja, das ist schon wichtig. Ja, würd ich will sagen- auch nicht sagen, es ist ein Plan B, weil ein Plan B ist nicht gut. So, Nein, weiß man meinst. aber ja, blöd gesagt, ja, eigentlich schon, Bro. Absicherung. Und dass ich einfach auch neben dem Zeug, das ich mache, solange es halt so läuft, wie es läuft, einen easy Job nachher habe. Oder ein Studium zumindest einfach anfangen kann. Ja, eh. Ich Weißt werde du? auch, ja, wahrscheinlich eben Betriebsökonomie Ja. an der ZHW, aber auch Teilzeit, also nur 1,5 Tage Schule und der Rest. Vielleicht schaffe ich 2 Tage noch irgendwo, aber Ja, safe. ich werde sicher 1,5 Tage haben für eine Brand. Ja. Als was willst du sicher nicht mehr schaffen und vor allem wo? Jetzt kann er auch nicht mehr. Nein, wo kann man nicht sagen. Ich sage, Nein, sag mal auch nicht was. Das ist Assi. Hey, wegen? Sagen wir gar nicht mehr. Jetzt fühlt sich ein bisschen nervig. Also in Bühler kann er sicher nicht nochmal geschaffen. Professionieren. Kommissionär. Ja, packen. Nein, im Büro habe ich eigentlich echt ein gutes Verhältnis gehabt mit allen. Die haben auch gesagt, komm zurück und so. Würde ich auch. Weil es ist echt ein guter Betrieb. Aber, Ja, Büllisch, ja. Brutal, ja. also die wissen ja nicht, was ich gemacht habe, weißt du? Die denken voll. Ja, der Herr, der Wie lässt sie eben jetzt, weil nicht jetzt so... hören alle Bühler Mitarbeiter, haben wir nicht gesagt. Ja, dass- schöne dass- Grüße an alle. Lass jetzt fix ein paar mit. Alter. Hoffentlich. Ja, unbedingt. Jetzt ist mir gerade eingefallen, dass der Herr, der eigentlich nicht immer auf meine Meinung lässt, weil... weil Schon gut. Mach ich doch Er geht so davon aus, er muss auf seine Meinung lassen. nein, Hast du nein, gehört, was er vorher gesagt hat? nein, weil ich habe eben... Schon gut. Ich habe eben... Es gibt einen Piep. Was labern sie? Keine Ahnung, man, ich bin total dus. Er hat vorher gesagt, er hat vorher zum mir gesagt, nur meine Meinung stellen, wie man zustimmt. Ah, so, vor dem Aufnehmen, okay. Ja, nein. Ja, da ist es so. Nein, auf jeden Fall hat er mich mal gefragt, hey Bro, hast du etwas, weißt du, wenn du bei ihm so einen Nebenjob oder so? Ja, Und dann habe ich gesagt, ja Bro, man, ich bin etwas am Arbeiten. Und zwar, da habe ich selber nicht mehr so ernst genommen, beziehungsweise leider, weil ich keine Zeit mehr hatte. Und ich habe als Kommissionierer gearbeitet, mega lang in einer Bude. Sagen wir jetzt nicht, ist wohl cool und alles, aber irgendwann hast du einfach so keinen Bock Ja, mehr ist immer das gehabt, Gleiche. um dort hinzugehen. Ja, aber- Nein, es geht gar nicht um das. nein, es es ist einfach, Bro. Packen. Kommissionieren. Ja, ja. Endprozess, also der kommt. Einfach verpacken, Bro, verschicken. Packen und So, verschicken, so Sachen Versand. einfach. Ja. Oh, ja, einfach. Alter, das ist Ja. voll ein fancy Name für so etwas. Kommissionieren. Der hat Kommissionieren. zuerst auch nicht gecheckt. Erst Ja, es sind voll professionell. Aber Bro, er hat mir von Anfang an gesagt, komm nicht. es ist Aber wir haben halt gedacht, Alter, ich bin mit ihm. Und er hat gesagt, komm nicht. Oder der ja, Mitab- er. Aha, okay. Und dort habe ich halt auch sehr coole Leute kennengelernt. Ja, Mann, Euron, da ist es- Argon. Ah, der ist da. Der Da. da in Ja, fucking- fix. Wieso darf man den Namen nicht sagen? Darf man auch nicht? keine Ahnung. Und so eben bin ich halt Ich auch. sage, dass du Spaß hast. Ja, aber Ich arbeite ja nicht mehr dort. Spario. Ja, aber ist Aber ich bin halt Barrio. jetzt noch dort am Samstagmorgen. Aber wie schon gesagt, ich lasse mich nicht finanzieren von den Eltern. Ah, du schaffst jetzt dort? Ja, also eigentlich das Geld, das ich mit der Brand mache, tun wir jetzt reinvestieren. In Spar. Jetzt Ja, sind wir ja das Zweite. Dort ja, versteuern. für den Busabo. Und da, wo ich im Spar verdiene, von dem lebe ich halt. Nice. Ja, je. Ja. Hättest du auch noch 5 Tage geschafft und einen Tag deine Seele Also verkauft? Schule. 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 Okay. Schule und Samstagmorgen halt Schaffen. arbeiten und Freitagabend halt an der Brand arbeiten und sonst auch jeden Abend meistens so 2 Stunden. Also ich mache zuerst mal etwas für die Schule. Meistens auch so 1 Stunde, 2, wenn es gut kommt. Ja, ja. Und dann ab 9 Uhr fange ich an für Brand zu arbeiten und dann kann es mal so 1 werden. Je nachdem, jetzt haben wir momentan sehr viel zu tun, weil wir mit YouTube angefangen haben. Alles schneiden und ja, einfach Ja, dafür ist Zeit, Mann. sehr viel, auch wenn es halt richtig, wenn es cool machen Schneiden bei euch? Am Anfang haben wir jetzt ein bisschen beide geschnitten, zum auch beide ein bisschen reinkommen, dass wir es beide auch checken, falls der andere mal nicht kann, dass ich es übernehme. Aber für die Zukunft wird es der Marco machen. Okay. Also er tut sich ein bisschen auf das spezialisieren, also, wie man sagen kann. Genau, und YouTube machen da zum Kollektion zeigen und Äh, nochmal eigentlich, zum soziales Back- Netzwerk sozusagen. ja, wenn ich halt gemerkt habe, bei allen Brands, Alter, du weißt einfach nichts. Weißt, du siehst die Kleider, ja cool. Aber die Leute dahinter siehst halt nicht groß. Bei Bahnen schon, 6pm zum Beispiel, siehst es, aber Produktion und so, was dort läuft, hast du keine Ahnung. Und wie viel eigentlich also weißt, wie viel Herz hinter dem ist. Voll. Was? Ja. Weil Leute, weißt du, kommen, Bro, wenn du abst wieder, wenn du abst wieder, wenn du abst wieder. Und ich glaube, jeder kennt so ein bisschen in dem Zeug drin ist. Bro, das ist ein Aufwand von mehreren Monaten. Voll. Ja, und du bist sehr viel angewiesen auf andere, dass die auch rechtzeitig
weißt, wenn der einmal krank ist, zum Beispiel, geht es gerade 2 Wochen länger. Voll. Ja, und Also verlangt auch da deine Community, dass wir ein bisschen Blick hinter der Kulisse wollen sehen? ja, ich habe schon sehr viele Fragen bekommen und dann habe ich gedacht, jetzt wo wir das Zweite sind, wir sind beide, wir sind ein bisschen so öffentlich, weißt du, wir schämen uns von nichts. Ja. Dann habe ich gedacht, komm, heben wir uns ein bisschen ab, indem wir einfach auch zeigen, was wir sonst machen. Voll. Und jetzt haben wir auch zum Beispiel einen Vlog gedrillt vom Fotoshooting, Voll. wo auch sehr cool geworden ist. Einfach ein bisschen, dass für die es wollen, muss jetzt kein 100'000 Abonnenten-Kanal werden, aber die es juckt. Genau. Also Café Bremo 100'000 erreichen, gell? Ja, fix. Steht's abonnieren, nicht vergessen. Also war der Billardtisch ist im Floh gewesen. Nein, das ist, Da ist aber nicht das ist ein Studio. Das Das ist ist Studio, etwas anderes. Wo ist denn da? In Winkler im Büro. Ah, der sieht so krass aus. Ja, fix. Ja, Durch einen Fotograf. Zu heftig hat das ausgesehen. Ja, durch einen Fotograf haben wir dort dürfen drüllen. Also eben, einfach, wir haben von Anfang an gesagt, machen wir es richtig oder. Voll. Ja, eh. Das ist eigentlich immer bei mir so, entweder richtig oder Oder es merkst du einfach auch, sein. wenn das Endprodukt da ist, dann merkst du Ja, dass- auch Bilder und so, weißt du, so. Ja, also ein sehr guter Kollege, der Beats gemacht hat für mich, bei den letzten 2 Videos. Weißt du, auch so, habe ich einfach mal wollen, einer, der es checkt, machst du für mich. Ja. Voll. Das ist eigentlich immer so ein bisschen der Gedanke auch zum Inpushen, aber auch zu mir. Einfach so ein bisschen zusammen gross werden. Voll. So. Was sind eigentlich so, du hast dir sicher schon Gedanken darüber gemacht, aber wo willst du mit dem Brand an? Auf jeden Fall international. Sonst würden wir auch nicht Hochdeutsch reden. Wenn es erst denkt, sind wir auch Schweizerdeutsch, ja, nein, aber Nein, ist gut. Ja. also sicher international und wir sind auf einem guten Weg bis jetzt, zum Glück. Und einfach Brode von Leben. Also müssen wir jetzt auch auf Hochdeutsch sprechen in unserem Podcast. Ja, bitte. Sprechen. Eine Folge jetzt Über Bushido. über Bushido. Über Sushido. Anis Fashishi sitzt im Gerichtssaal. Anis Versnici, Alter. Versnici, a.k.a. Busnitsch. Und wir haben hier einen Fan, beziehungsweise einen Zeugen neben uns, der Karan. Was sagst du zu Anschuldigungen? Entschuldigung. Hat ja recht Mühe, einmal zum Hochdeutsch reden, jetzt ohne Witz. Ja, ja, das gemerkt vorher. Aber okay, gut. Wir werden im Call. Aha, ja, stimmt. Schlimm. Ja, international. Ich sehe. International. Genau. Denkst du da, war 6 PM und zum Beispiel irgendwie so Ola Kala und so, was die auf beigestellt haben, hätten sie es können machen ohne die Persönlichkeit, die sie haben? Gut, dann muss man Ohne- vielleicht sagen. Ja, fix. Nochmal Peso, würde ich genau ansprechen. Ja. Ich würde jetzt schnell einfach sagen, 6 PM hat es wie es selber gemacht. Er ist nicht vorher Fame gewesen als Person, als Charakter. Voll. Nein. Oder verstehe ich das falsch? Nein, Ja, ich sage es Gut. nachher. Haus. Also, aber nein, kannst Das sind vielleicht so die 2 Typen, weil er ist ja so wie jetzt sozusagen Fame gewesen, der der Justin, Nico genau. und Ah, du meinst die? ja, und Tim oder der Gabel. Justin, Nein, wer Tim macht- Gabel. Ja, fix. Also sorry, Gabel. aber Die habe ich nicht so auf dem Schirm, aber ich habe gehört, die machen Klar. echt gute Quali. ich habe auch ganz gehört, dass sie brutales Zeug machen, aber der Tim Gabel ist mir so Ja, unsympathisch. fix. Also, aber Ja. ich lasse. Nein, der ist voll bodenständig. Ja, Bro, was für Boden. Also ja, so Was das für ein Gefühl- Spiel. Der hat den Wissen. seine Podcasts, Bro, ich finde, Ja, der verstellt sich ein bisschen. Sein Wissen lange so viel und also er kratzt nur die Oberfläche und Genau. tut dann beschmückt sich, als wäre er Über etwas den Körper, wissen. über die ganze Anatomie und Ja, so ja, schon fix da, checkt er schon, aber. Ja, Bro, das ist so, als wäre ich jetzt über Architektur reden. Ja, eben, Ich aber weiß eben nicht. ist- Hoffentlich, also weißt du, hoffentlich checkst du, was du machst. Also weißt du, was ist. Voll. Ja, aber sorry, aber Lendenwirbelsäule. also ich bin ein allgemeiner Hater. Ich mag den Typ einfach nicht, das tut mir leid. Aber ja, weißt du, Vielleicht die ist er schon Frage. Aber ob sie das so erreicht hätten. Genau, aber wir müssen eben auch da differenzieren, wie der Dyson da gesagt hat, weil eben der Ashraf, der von 6 PM, ist ja nicht bekannt gewesen und hat irgendein Label gegründet und hat auch Genau. Investoren gehabt und so, logisch. Also er hat ja Big Investoren am Anfang bekommen. Genau, die Und, kenne ich auch. Ola Kala, die kennst du auch. Ja, von Frankfurt. Der Glätzi. Ja, Papa Oscar, ja. Genau, der Oscar, stimmt. Okay. Und also mit dem bist du schon in Kontakt gekommen? Nein, da nicht. Okay. Aber jetzt können probieren und so, aber ja, Okay, denke okay. nein. Ja, ist irgendwo. Ja. Aber Ja, eben bei Ola Kala ist sicher das Ding. fix, auf jeden Fall. Sie Eigen- wären nicht dort, wo sie Voll. sind. Ich sage nicht, Quali und so stimmt fix. Aber auch finanzielle Mittel haben sie schon gehabt. 100%. Beim Ashraf ist halt, er hat eine Cousine gehabt, ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Senna. Ja, wo irgendwie Die von 1 Million oder Popstars ich weiß nicht, wie viele Abonnenten hat. Und die hat ihn halt ein bisschen gepusht. Voll. Und da war eine Kollegin von der Loredana gewesen. Und die so hat sind auch- die in Kontakt gekommen. Und so ist er halt, Ah, stimmt, hat sich alles aufgebaut. Also ich sage nicht, das ist nicht verdient, auf jeden Fall. absolut, ja. Sehr Ja, cool, aber Ich meine, irgendwo durch,
Also Ja, wirklich, was fix also hätte eine Cousine, die irgendwie Ja, 1 Million Abos hat, würde ich es machen. Also man muss gleich nicht schlechter, also Auf jeden Fall, nein. weil ja, ich glaube ganz kurz mal so Doku angeschaut. Der Typ, ist auch kurz davor gewesen, zum Unterbrücken pennen. Fix. Also er ist, XPM. Ja, Ja. fix. Also er ist auch sehr, sehr erfolgreich in dem, also er hat einfach durchgezogen. und er hat auch wirklich all in ist er gegangen. Wer vielleicht von ganz auf, also von 0 auf 100 gegangen ist LFDY. Die sind so von Anfang an, haben sie nichts gehabt. So viel ich da weiß. Und Alter, haben die haben angefangen. so schlechte Designs gehabt am Anfang. Die Ja, auch sind heute, zu also mir hässlich. gefallen jetzt auch nicht mehr jetzt. Mir also auch, jetzt ja, voll. gar nicht. Ja. Ja. Die haben kennen der YMCMB. Da ist so Ja. Lil Wayne Zeiten. Ja, fix kenne ich. so Ja, war ganz voll groß. Genau, Safe, ja. In der Zeit haben sie irgendwie angefangen. Auch mit den schlechten Designs. Genau, also sie sind eigentlich, sage ich mal, die ersten vom deutschsprachigen Raum gewesen. Ja, voll. Die neue. Und jetzt gibt es halt sehr viel, aber du musst die halt abheben, Alter. Das ist Design lange nicht, sag ich mal. Ja, voll. Jetzt so harte Kritik, da könnt ihr auch machen. Was wäre deine Aussage? Ja, du könntest es safe machen, aber es gibt auch sehr viel, die es machen. Aber Auch in engeren Umkreis. genau, aber ich sage Ausdrücke. mal, wenn du nicht 100% gibst und einfach durchziehst und du musst halt ein bisschen Mut haben und einfach so Geld. Für mich, wenn es um Marke geht, ist Geld für mich so, wie soll ich sagen, einfach so zum Spielen halt da, weißt du, mir tut das nicht weh. Voll. Ich habe beim ersten Drop sehr viel Geld verloren, sehr viel Geld. Ja, ja. Aber wo ich auch hätte können brauchen für die Ferien oder so, weißt du, aber Okay. Bro, du musst einfach ein bisschen Risikofreudig. Risiko eingehen und ich denke mir immer so, Alte, wohnen die Hause. Voll. Ja, ja. Auf der Straße lande ich eh nicht, egal ob ich jetzt alles verliere. Das stimmt echt. Meine Mutter ist da, mein Vater ist da, meine Schwester ist da, mein Bruder ist da. Voll. Meine Kollegen sind da. Ich glaube, da war bei dir krass, ist einfach, du hast es Glauben gehabt. Du hast so voll da geglaubt von Anfang. Ja, ich halt schon immer gewusst, so, wenn ich etwas will, ich schaffe es, weißt du. So, Voll. ich kann anhocken und durchziehen. Ja, voll. Und ja, am Anfang, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, ich habe ein halbes Jahr oder so gebraucht, um überhaupt. Anfangen. Ja, ja, sogar bis zum ersten Drop. Erst, als ich gedroppt habe, Bro, habe ich es allen nicht gesagt. So ja, eine klar. Woche vor Drop. Stimmt. Weil ich habe dort mal so Angst gehabt vor anderen Meinungen. Aber irgendwie heute, Bro, mir ist einfach scheißegal, weißt du. Ich lauf in Frankfurt mit Crocs. Weißt du, voll die geil, schauen mich voll behindert an, so, ey, was macht ihr und so. Sie lachen einfach halt, weißt du. Und dann, ja, ist mir einfach egal, so, weil, wenn noch ein anderer da treibt, quasi, weißt du, einer muss anfangen. Eben, der Dyson fängt jetzt mit Stöckelschuhen Ja, im fix. Sommer Bro, und mach. dann überall Aber egal, ob die lachen oder nicht, mach. Bro. Nein, ich will lachen, ich will es alle. Aber er leitet es nur an, wenn er den Kübel rausbringt. In der Schule haben Bis sie jetzt mich, hat Ja, es Bro, noch nicht. da ist ein Deal. in der Schule haben sie mich schon ausgelacht. Wenn so eine Dozentin, die hat so geile Schuhe einmal an und wirklich geiler Style. Und dann haben sie gesagt, ey, der Dritte hat ihre Schuhe geklaut. Naja. Ja, keine Ahnung. Ich finde halt so den normalen Style finde ich nicht mehr so. Der hat halt jeder und bei uns an der Schule, auch jetzt so was Frauen angeht, finde ich es viel schöner, wenn zum Beispiel eine so ein bisschen anders aussieht. Wisst ihr, wie ich meine? So ein bisschen, Ja, ja. vielleicht mal so eine Weste anhat oder so ein Rollkragenpulli, so ein bisschen College-Vibes. Oder so Monobraue oder so. Einfach mal ein bisschen anders. Ja, oder einfach ein Bart. nein, aber Da findest du bei uns eine Ja, reichlich. theoretisch finde ich fix. Aber einfach, wo ein bisschen anders aussehen. Ja. Und dann, ich sehe mal so Frauen, wo ich mir denke, Alter, die können noch gut modeln, die können noch brauchen. Habe ich ein paar. Dann sage ich immer am Kollegen so, ey Bro, weißt Kannst du mir nur erklären? nur für Model. du, einfach ja, ey, die wäre gut als Model. Ja, fix. Wir haben sich auch Frauen angeboten in meinem engeren Kreis, Schwestern und alle. Aber Bro, ich will nicht, erstens nicht, also Familie ablichten. Freundin oder so, oder Ja, ja. du weißt halt nie. Weißt, und Da hast du eine gewisse Verantwortung denen gegenüber. und irgendwo musst du halt auch ein bisschen unterteilen können, was Geschäft und was Familie. Job ist und was Familie. Auch mit dem Marco zum Beispiel, mit meinem Partner, wenn es um Brand geht, wo wir diskutieren, weißt du, oder nein, privat sagen wir so, wir beefen ein bisschen rum. Also gar nicht immer diskutieren und nachher, wenn es um Brand geht, sind wir wieder ganz anders, weißt du, wir Das unterteilen. ist ja wichtig, wenn das nicht geht, dann Und wir haben auch von Anfang an gesagt, weißt du, Bro, wenn wir merken, dass da auf unsere Freundschaft geht, dann müssen wir da lassen.
Weil Freundschaft ist zehnmal wichtiger und er ist echt ein Homie von mir, den kenne ich seit ich denke ich habe. Ja, voll. Vor allem auch deine Eltern kennen ihn ja, seit er klein ist. Ja, fix, wir sind immer zu ihm heim, auch so lustige Stories und so mit ihm gehabt. Ja, nice. Geil. Seit klein einfach, Bro, egal wo war. Er ist immer hinter mir gestanden und ich auch hinter ihm. Und da wäre es, egal wie groß der wird, was für Millionen Unternehmen es sein können. Mhm. Also ja. Er wird immer der Cousin bleiben, der nicht ja, der Cousin ist. wo nicht ein Cousin ist. Aber Fix. die wichtige Frage ist, wer steht jetzt hinter dir? Oder stehst du hinter ihm? Warte, muss schon überlegen, was ich sage. Ich stehe hinter ihm. Viel zu lange überlegt. Das haben wir auch geklärt. Nice. Das ist Ja, gut. fix, einfach auch da unterteilen. Voll. Gell, 6 PM hat ja gerade vor kurzem einen Run-Show gehabt. Ja, in Milan. Ah, sogar. Ja, krass. Sie haben einfach Der einen Fashion Run-Show Week, gehabt. ja, fix. Das Sehr, ist, das ist jetzt wirklich, glaube ich, eine andere Liga. fix sehr, sehr Für cool. da- ja. Also er ist auch connected mit DJ Khaled und so. Wow. Bro, fühle. Fühle. Another one. Aber Produkt selber, Quali und so, ist. Kann ich kenn's Ah ja, nicht. gell, Gott. was haltest du eigentlich davon? Weißt du die? Ich kenne einen, Meinung so einen dazu? Zip-Hoodie kenne ich, glaube Ja, es geht, also Peso finde ich Quali Bombe. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Und von 6 PM habe ich auch einen Pulli gehabt, aber der ist mir ein bisschen so zu. Bro, ein bisschen zu locker und so gesehen. Fühle ein paar, aber ich nicht. Okay. PS ist eigentlich im gleichen Tag. LFDY und Genau, Peso oder? sind zusammen, ja. Aber also wenn du eine Mail schreibst, kommst du eine Mail von LFDY oder so über. Ah, krass. Okay. Oder irgendwie so. Keine Die Ahnung. schon okay. flat Geld, Alter, das ist ja normal. Ja, fix. Aber ich glaube, der Traum wäre echt, also bei Peso weiß es einfach, weil Justin kenne ich halt von früher wegen Gaming-Zeiten. Ja, oder? voll. Pixelwolf, weiß nicht, ob ihr den Namen noch kennt. Crazy, nein, der kennt Der ich. steht vorne so geheißen auf YouTube. Kann sein, ja. Und dann fix. irgendwann fängt er an so Sneaker-Videos machen, aus dem Nichts. Und alle so, was macht denn der jetzt und so, oder? Ja. Und dann hat er einen eigenen Channel gemacht, so einen Fashion-Channel. Fashion Channel. Er hat angefangen mit eben so Unboxing und so Zeug. Und irgendwann ist Peso gekommen und Also Peso Gang am Anfang hat es geheißen. ich weiß nicht. Peso Gang ist am Anfang. Okay. gewesen. Aber ey, der Traum ist auch einfach als so ein, wie sagen wir, so Ja, ein Designer, Label ja, halt, Designer ja, Label, fix. dass du online gehst und in einer Minute ausverkauft bist. Das ist echt okay. Das ist krass. Ja, aber zu dem muss ich halt auch, also kannst du mal fertig erzählen, wir haben noch da ein paar Sachen zu sagen. Also ausverkauft, wahrscheinlich ist es einfach, sie wollen ja auch, weil Peso hat ja auch einen Resell, also ich habe gesehen, Leute verkaufen, zum Beispiel, ja, oh, der Butterfly, Peso, Ja, der Ich hab Iconic wieder- Piece von ihnen. Ja, genau. Genau, der blaue. aber erstens, sie hat 40 Stutz Versandzahl und ich bin leer gewesen und hat den gerade Ja, muss nicht sehen. blöd, oder? Nachher haben wir gesehen auf Ebay und so, Leute verkaufen dafür das Vierfache, Fünffache. Weißt du, für ein Butterfly? So ein Sieht aus. Blaue, Schmetterling, blau und da Oh, geil. steht Ich finde, der Print ist noch geil gewesen. fix. Okay, kann ich nicht. Also dort mal ist schon cool gewesen und nachher haben halt alle angefangen zu kopieren. Aber fix, der hat es auch von irgendwo kopiert. Ja. Das ist nicht das erste Mal, dass er sich inspirieren lässt. Ja, ja. Überhaupt nicht schlimm, mache ich auch. Aber da mit dem Drop, mit dem Ausverkauf und so, da ist sehr viel Schein dahinter. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die droppen etwas und nachher sind es nach 2 Minuten sold out. Voll. Wenn du manchmal reingehst, ist schon die Jacke weg, einfach schon Ja, voll. sold out. In der ersten Sekunde. Und nachher haben sie einen Retouren-Drop und erst dann denken sich Leute, fuck, ist alles sold out gewesen. Das ist eine Marketingstrategie. Aber Psychologie irgendwie. Ja, und dann kaufen sie erst richtig. Und dann geht alles weg. Weil Leute denken sich, Alter, Voll. ich hätte nie gedacht, dass der ausverkauft wird, obwohl es nicht so cool ist. Und Ja, das ist- 2 das Wochen ist später kaufen jetzt alle fix. Da läuft es so. Weißt du, ob du auf der Bild gesehen hast, wo er, jetzt bin ich gerade von einem Fanboy, also da bin ich nicht, aber er hockt so bei so, so in allen Karton, wo der Versand ist. Ah, die dann, ja, ganze Halle voller verpackte Weisse. war. Gell, Genau, weisse Kartons, weisse ja, Karton. Voll verpackt, oder? Und vielleicht auch noch da fix, dass die Hälfte leer sind. Keine Ich glaube Ahnung. nicht, Bro. Also, Aber ich er hat glaub schon dass- Verkäufe. Weil Ja, er muss Verkäufe wo, haben. wo bei mir meine Sachen angekommen sind, also ja, tut mal noch das Lager die Heika. Und Also im Fitnessräumli. ja, ja. So ein Gestell von Ikea, der Kallax, weiß nicht, ob ihr das kennt, Ja. mit den Ja, Vierkli. Ja. Bro, Geil. ich war in der Ferien. Es ist ja so gewesen, ja, ich hätte in einer Woche soll ich in die Sommerferien gehen und dann hätte es ankommen. Und dann ist es einfach nicht angekommen und dann ist schon noch meine Schwester die gewesen, oder Mutter, glaube ich. Hast du mir gesagt, ja. Bro, einfach einen ganzen Lastwagen vor meinem Block. Und einer raus mit so Pallet und so, haben sie mir erzählt. Krank. Und die Schwester dort, weißt du, hat das angestellt, ja, so und so, unterschrieben.
Bro, wie willst du die da reintragen, weißt du? Dann haben sie mir erstmal angelegt, weißt du. Auch so Europalette, oder? Ja, Bro, ich schwör, das steht immer noch in der Garage, Bro. Ich habe einfach irgendwo angestellt zu meinem Nachbar. Sorry für das. Aber ja, Bro, so, die sind voll geflasht gewesen, so, Alter, was hast du gemacht? Wie viel hast du bestellt? So Wieso? irgendwie so, ich weiß nicht, wie viel es gewesen sind, so 6 Karten voll, so irgendwelche. Koks. Ja, in einem. Crazy. Thema. Wir sind jetzt bei 1,15. Ja, easy. Ja, Mann. Irgendetwas haben wir wegen Peso loswerden, aber da. Warum? Sag jetzt. Nein, ich hab's vergessen, glaube ich. Ja, auf jeden Fall, also ich schaue nicht zu denen so auf, ich richte mich mehr auch nach Ist ja falsche Strategie, glaube ich. internationale, so, nein, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, von Balenciaga. Ja. Und Matthew Williams von Givenchy, so, die sind so meine. Und viele denken halt, ich richte mich auch nach, also ich messe mich irgendwie auch mit denen von da. Gibt es halt auch. Das ist ein bisschen so der SG. Competition da, wie steht doch. Ja, Es gibt ja Bro, mehrere, die haben ein bisschen Brains da in St. Gallen. Genau, es gibt sehr coole Leute, die mir auch sehr helfen. So Joshua oder so, mit der Garments Factory, sehr, sehr korrekt. Und ja, Bro, sonst merkst du halt ein bisschen, hörst halt von Bahnen, ja, der hat da gesagt, der hat da gesagt. Weißt du, ein bisschen so, und du merkst es halt. Und schöner wäre es halt, Bro, weißt du, mir juckt das nicht, weißt du, was die machen. Ich messe mich nicht mit denen, ich messe mich mit. Ich will ja nicht dort hin. Ja, ja. Ja, Fix. Und ja, ist halt, Bro, finde ich ein bisschen schade. voll. Ja. Ich finde aber Demna, heißt es so, gell? Dem, ja. Ja, ich finde der hohe spannende Persönlichkeit. Er ist Fix, irgendwie Bro. Also, aus Georgien, auch geflüchtet in die USA. in den USA, ja, fix. Und dann hat er jetzt gerade vor kurzem da einen Skandal gehabt mit, ich weiß nicht, ob er da am Werk Ja, mit war. den Babys, Da genau, mit den wollte Kindern. fragen, was sagst Ah, du das zu ist von Balenciaga, oder? Ja, genau, Bro. Sehr geil. Aber ich muss sagen, der ist 2015 zu Balenciaga gekommen. Und dort ist erst Balenciaga da geworden, wo es heute ist, mit diesen Speedrunner, was noch, Speedtrainer heisst es. Das sind die Und die, schlimmsten ja, Bro, Schuhe. aber ist halt ein Hype gewesen. Ja, ist Und die Triple S, die finde ich noch geil. Die sind echt geil. Und Bro, dort hat er alles angefangen mit Balenciaga, dass Voll. jeder, der treibt, hat auf, hat Lieder gemacht. Alle haben Lieder gemacht. Ja. Und er hat sehr viele ausgefallene Sachen gemacht. Max. Fix, der ist auch mit so Lace, die Chips. Er ist mal an eine Fashion Show mit denen gegangen, einfach so in der Hand. Ja. Und alle haben ihn fotografiert, Memes gemacht über ihn, der wartet auf so Sachen. Ja. Dann hat er einfach so eine Tasche gedroppt mit Lace. Mit Lace. Oder so mit Simpsons, ein Collabo, weißt du, so Sachen. Crazy. Und ich glaube, er ist eben so einer, er geht bis ans Limit. Und jetzt hat er halt einmal das Limit Überschritten. übertroffen. Aber in dem Fall ist er der Ja, Rector genau. gewesen von diesem Zeug. Ja, so, fix, okay, fix. krass. Der Kanye ist ja genau gleich so, er ist auch so ein crazy Typ. Ja, die. Ich fühle ihn, Ja. ich fühle ihn, also der Weg von ihm fühle ich und so, aber da antisemitische Zeug, was Voll. er jetzt macht, gar nicht. Aber Leute vergessen halt, was der geschaffen hat und da finde Mega. ich, Und vor allem, wenn er für Balenciaga nicht war, für Hebelwirkung der gehabt. ja, aber Adidas der auch. ist, Ja, für Adidas auch. Bro, der hat Yeezy Yeezy hat, der hat Adidas carried und jetzt ist Ja. ja Adidas Aktie und alles, Bro, das ist ja voll down. Ja, voll. Also, ich finde es krass, weil er jetzt fast geschafft hat. Also, das ist so meine Meinung. Wenn du die Auswahl hast zwischen Nike und Adidas, dann holst du als Migrationshintergründiger immer Nike. Kann das Genau, sein? weil nicht in einen Topf geworfen werden wird mit den anderen wahrscheinlich, oder? Das stimmt. Nein, Aber ich bin nie ein hol- Adidas-Typ gewesen. Ich, schon. Adidas, Ich kann nicht. null. Ja, null Alter. Adidas. Adidas ist so immer der, keine Ahnung, der, ich weiß nicht, wie das jetzt Ich habe nur so- Adidas gekauft, wenn es irgendwie so richtig günstig war. Bro, es ist auch, ich finde echt, das ist eine Ausländermarke gewesen dort mal. Vielleicht heute auch noch mit den Trainern und so. Ich fühle es einfach nicht. Ich trage es auch nicht gerne. Nike auch nicht eigentlich. Ah, der Nur die Victory. Schuhe. Kennen der Victory? Ja, aber die schlafen, Bro, die den Schuhe, jedes Kind, Mann. Crazy. Ich hätte mehr gemeint, dass Nike eben mehr Street ist. Klar, die Trainerhosen da, die sind von der Adidas, aber die Schuhe von Adidas sind mehr so Streber. Kann sein, ja, die Adidas. Keks-Schuhe, Wie heißt da der, hat doch Mann? niemand angekommen. Stan Smith oder so. Ja, voll. Superstars. Ja, die Aber guten. Bro, Schon da ist, lange im Hype. da ist gewesen. einfach nicht mein Vibe, Alter. Aber da Keine würde ich eben Ahnung. sagen, der Kanye hat ja fast geschafft, was der Jordan gemacht hat mit den Nike Jordans, dass so Adidas richtig. Also ich muss sagen, populär er hat gemacht es geschafft. Er hat es auch Er hat sich Ja, können, glaub, entscheiden, oder? Der habe ich immer gelesen. Nein, das ist glaube ich der LeBron, gewesen, den du meinst. LeBron, er hat einen sorry. Deal können haben mit Reebok Ja, genau. für ein paar Millionen. Ich glaube, weiß nicht wie viel, 30 oder so. Oder Aktien. Hat er genau. abgelehnt. Dort mal, wo er noch nichts hatte. Also nichts. Einfach nicht so viel wie heute. Krass, okay. Und dann ist Nike gekommen und hat gesagt so und so. Ich glaube, es ist über oder 80 Millionen, 100 Millionen. Und der hat dann da angenommen.
Also eben warten lohnt sich schon manchmal. Also der LeBron James? Oder Ja, von wem? James, Okay, ja. okay. Fix. Also wenn ihr irgendetwas aus dem rausnehmen, schreibt dem Kanye West nie ein iMessage. Weil der tut immer Screenshot und tut es gerade reposten. Ja. Das ist, glaube ich, das Einzige, was wir da aus dem Gespräch rausnehmen. Jungs, wenn ihr etwas loswerden, Bray wird schon etwas loswerden. Ich glaube, nachher der Aufnahme tun wir einen Vito Lucha den Bombo. Bis wir Niemals, verrecken. Bro. Bis wir Niemals. verrecken. Nicht ganz. Nein, keine Chance. Dann Nein, einfach einfach- sofort im Abfall. Ja, danke, dass ihr dafür da seid. Alter. Alter, lieben gerne. Danke vielmals. Max Ja. angenehm gewesen. Jede Woche, immer wieder gerne. Fix, nächste Woche. Easy. Also nochmal kurz etwas zum Schluss. Und zwar, meine Bachelorarbeit ist on the pipeline. Mein Themengeber ist der Karan Habibi. Und wir haben uns etwas überlegt, ich muss eine Akzeptanzstudie machen. Das heisst, es geht um digitale Belege. Weitere Informationen kommen sicher noch, aber einfach vorab, irgendwann nächste Woche, übernächste Woche oder so, dann muss ich sicher noch teilen auf der Seite. Und die Idee ist, wir haben noch 2 Ideen. Da werden wir sicher noch konkretisieren. Die eine Idee ist, ihr könnt mitmachen, wenn ihr halt die Umfrage ausfüllt. Das heisst, ihr geht dann automatisch in den Top 4, wo ihr könnt vielleicht 150 Stutz Zalando Gutschein gewinnen. Oder, da tun wir einfach nur mit der Direktorin anschauen und so, könnt vielleicht der Gewinner oder Gewinnerin, je nachdem, als Gast hier kommen und den Platz vom Hero Bray Yes. zu sich nehmen. Aber da tun wir sicher noch konkretisieren, da wird spätestens in 2 Wochen kommen. Und vielleicht einfach sogar nächste Woche, aber da schauen wir noch. Ich finde es so lustig, wenn du Direktorin sagst. Wieso? Richtig geil. Letztes Mal habe ich ihn gefragt, wo ist der Podcast? Nachher hat er gesagt, mit der Direktorin. Dann müssen wir studieren. Alter. Was meint er jetzt? Aber nachher ist mein Sinn. Aber da finde ich auch geil, auch Dyson hat sich jetzt gerade so Ja, etabliert. das finde ich cool. Alter. Ja, Dyson, richtig geil. fix. Was machen Geil. wir jetzt beim Karan? Ich würde schon sagen Kran. Krane. Kran. Aber der hat er selber, glaube ich, nicht gern. So ich nicht gern. So viele seine Mimik lesen. Finde ich schon einen anderen Ja, denkst du ja Dyson gern? Staubsauger. Bro, überleist du etwas bis Namen. Und da ist nächstes ein Mal? Tür. Aber bei Kranen macht es auch Sinn. Hä? Kranen macht auch bei dir Sinn, weil du kommst Du mit hast dem immer Kranen Probleme. nie Immer. Probleme mit dem Scheiß. Vielleicht geben wir ihnen einfach immer den. Ja. Der kann Ah, ja, super. allgemein ein bisschen mit der Motorik und Fix, ja, Bro. Dann ist Kran. Deswegen ist auch mein Schwanz ein bisschen schräg. Wenn man alle Autos, ob er rechts oder noch links ist oder was? Links schief. Links Alle schreien jetzt rein auf 3, weißt du? Nein, mir gerade rauf. Permanent. Er will Alter. von- Aber wo jetzt auch die anderen Autos kommen. Links, rechts, oben, unten. Ey, wir haben heute voll die Bro, fucking. komm raus. Bro, gerade, Mann. Gerade. Stabil. Nicht auf, rechts, links. Nein. Easy. Ey, wir haben Easy nicht gut. voll das wir vergessen. Also, ey, Alles gut. wir sehen uns nächste Woche, sind lieb zu euch selber und zu eurer Familie. Yalla. Danke vielmals. Goodbye. Danke. Ciao. Bye bye. Vergesst den Drop nicht. Bam!